Also wir fangen pünktlich an, weil wir sind schon alt da. Nicht Friede sein als Invité, war noch schon lang da und warten auf euch. Also wir können dann aufschenken um 7 Uhr wie geplant. Hat das so ein sogenanntes Finissage von der Ausstellung, die wir gerade tun, von World Press Foto. Die hatten wir vor 4 Wochen. Und wir hatten auch dabei ein ganz flottes Kaderprogramm, an dem machen wir heute mit der letzten Konferenz. Wir werden dann am Hirsch dann noch 2 bis 3 Konferenzen haben, auf die ich noch angehen will. Also für dich wollte ich sagen, dass die Ausstellung, die wir gerade tun, also eine von den beliebtesten Ausstellungen, die wir je hatten. Wir hatten pro Tag zwischen 150 und 250 Leute. Ganz viele Leute interessieren sich, wie wir gesehen, für Pressfotografie. Wir hatten auch am Kaderprogramm auch ganz viel Publikum. Ich gesehen auch, dass die Pur von ihr auch schon bei anderen Konferenzen dabei waren. Wir hatten also für eine längere Woche den Joscha Remus mit der Susanne Jaspers, wirklich so ein Oven, eine Konversation über Reisfotografie, weil auch die World Press auch auf die Reisfotografie angeht. Wir hatten dann den Tom van de Wege, den als Angang auf die Deepfake, also die Manipulation von Videos. Wir hatten François Pos mit einer Konferenz über Frauen an der Pressfotografie, also so ein historisch Revue von der Pressfotografie hinter dem 19. Jahrhundert von Frauen gedroht. An Haut haben wir dann die Table Ronde mit Pressfotografen und Fotografinnen also Fotografien von Letzeburg, also mit der Moderation Jose Hansen. Und die sieht auch Guy Wolf, Christian Aschmann, Jessica Theis und Sven Becker. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich soll noch etwas ganz sehr zum Hirsch. Am Hirsch werden wir die 2 Konferenzen haben, die wir das Jahr nicht konnten. Das war nämlich die Ursula Meissner, die Kriegsfotografin, die nicht kommen konnte, wenn es Krankheit, und auch der Gerhard Paul aus demselben Grund. Hier ist ganz großer Spezialist an Fotomanipulation, an der Geschichte. Und eventuell werden wir noch eine Konferenz haben, wir werden dann noch dazu kommunizieren. En tout cas, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich gehe weiter an Jose Hansen. Merci. Merci, Ainoa. Guten Abend. Ich bin ganz froh, den Abend hier können mit euch zu sehen und noch mit den 4 Leuten, die über Fotografie zu schwätzen, Pressefotografie, weil das ein ganz spannendes Thema ist. Ich will so vielleicht kurz, wenn die Leute sind, ganz zu meiner Rechte sei der Lenker als der Guy Wolf, er schafft als Independent, hat aber für 23 Jahre für die Lützeburger Wort geschafft, hauptsächlich schon für 3 Nachrenker ja schon als Independent und hat an allen Bereichen geschafft, Politik, Sport, People, eben alles, was den so muss machen an der Presse. Dann neben mir ist der Christian Aschmann, er schafft als freischaffenden Fotograf. Ganz lang op langen Recherche, langen visuelle Recherchen. Am Moment, dass von ihm zum Beispiel zu Mirsch nach der Ausstellung zu gesehen, wird den Mirscher Centre d'Agriculture, den aufgegrabt wurde, an den hier dokumentiert wird, über den doch ganz schön Buch geht, auch so wird an der nationaler und internationaler Presse publiziert, dann hört eine andere auch am Wort. Wir haben die Wolf zusammen geschafft, einen gewissen Moment. Dann neben mir Jessica Theis, auch unabhängige Fotografin, immer neben verschiedenen Supports und dann noch viel für Klienten, die Fotoreportage wollen. Wir können vielleicht noch über 4 Anodele vom freien Schaffen schwätzen. Und dann das Sven Becker, den sind da 4 Jahre, 3,5 am Lützeburger Land als Pressefotograf schafft und da immer beneid von den anderen Fotografen, weil relativ viel Platz hat, ob man es auf der Ihnen für die Fotos zu bringen. Dann direkt hier mal ein bisschen mit engem, ich wollte just so, mir machen Fotos in Han Runais, die sind pro Fotograf abgedeelt, die laufen am Bukle. Wenn eng du hast, die ihr interpelliert, die euch besonders gefällt, die ihr schockiert, verhält ihr sich nur als eine Diskussion am Saal. Und da können wir ganz gerne über Einzelfotos schwätzen. Wir kommen los mal erst mal gucken, das pro Fotograf eben. Voilà, vielleicht für dich mal direkt mit dir, Guy,
Pressekrit als relativ Bodem durch verschiedene Faktoren an mat der Pressekrit auch de Fotojournalismus. Du warst am Lützeburger Wort an du goufe viel leitend los, du warst du dabei. Wie gesagt du die strukturelle Krise, a wie hast du da doch persönlich erlebt? Persönlich mal, wenn du so lange an einem Haus geschafft hast, du hast eine Beziehung zu, die du aufbaust. Das ist dein Job, da ist auch auf der anderen Seite, dass da war ein bisschen so eine Komfortzone, an der du dich begehst. Du gehst all Tag in der Schaffen, du musst einen Job, das geht eine Routine oder auch nicht. Wie das du, das sind super Reportage, wo das ist auch bei einem Travail d'auteur gewesen, wo selber sicher war. Und wenn du dann von Haut auf mehr, wie die Geschichte gelernt hast, dass du dann einen Brief kriegst, du schaffst von Haut auf mehr nicht mit du, dann ist mal, was musst du nach? Und ich war direkt paar Stunden danach so ich mir, okay, das hätte ich mir eigentlich himmlisch gewünscht. Eigenständiger Fotograf zu sein, weil du hängst natürlich als Fotograf, der fest in einer Zeitung schafft, hängst immer von der Redaktion auf. Du hast viele Ideen, die bringst du auf den Tisch. Ich muss auch sagen, dass in den letzten Jahren ich konnte Fotos aus einer Zeit mitkriegen, wo nicht so viele Fotos am Wort waren. Das war wirklich eine Evolution, die ich auch gut fand. Schon noch dem Wort viel zu verdanken, weil alle meine Reportagen, wo ich durch die Welt gekommen bin, die konnte ich durch das Wort machen. Olympisch war 4 Olympische Spieler, wie kann das schon machen? Also schon dürfen die schöne Zeit erleben, an der es als Pressefotograf kann schaffen. Natürlich, also weltweit, ich meine, das überall auf der Welt gehen, das nicht nur die Fotografen mit, das Presse allgemein, die geht darauf, durchwerdet könnt, das ich meine, die Leute sind immer mehr bereit, für guten Journalismus zu bezahlen. Und ich meine, das ist einfach ein Sozietätsphänomen, denke ich. Wen hat die richtigen Antworten darauf? Ich weiß es nicht. Mit Lützeburger Wort hat ein grosses Fotodepartement, da sind sind nach Leute mit gegangen, die den Schwar getroffen haben, weil sie das gesehen haben. Das ist, die lo nicht mehr viele Fotografen da. Wir waren für rund zu 7, also sind noch 4 Fotografen da. Mit in der Woche, das ist aber relativ viel, also schon eine Liste von 50 Fotografen, die für die Leute, die dem Wort zugeschafft haben, mit Fotos. Das war vom Korrespondent, der nebenbei sein Foto gemacht hat, und Fotografen aus dem Ausland. Das sind schon viele Fotografen, die für das Wort geschafft haben. Wenn ich sind dann Fotograf, die geben vordenker kurz gesagt, dass es doch viele Korrespondenten gehen. Gitfré kann lo am Handy überall Foto machen. Wie ist mit der Wertschätzung, Christian Aschmann, von der Fotografie als Medium an der Presse? Also, wann Fotografen aufgeschafft gehen, an Zeitungen aber Bilder brauchen, sind DAX Stockfotoen, sind DAX Handysfotoen, sind DAX Zitationen von Twitter oder so, geht das so ein Buchle. Wie ist es mit dem originellen Bild? Was das dafür durch zum Beispiel das Originalbild extra wert? Ich meine, das ist mal auch die Platz, die in der Foto gibt. Es sind natürlich die Situationen, wo Imagebanken Foto gebraucht wird, weil in Achse oder verschiedene Sujets in Lützeburg. Die Sujets, da brauchen wir eine lange Organisation für die Fotos noch zu kriegen. Es muss Leute drauf sind und da kann man drauf sind. Das sind alles nicht schwierig. Aber langwierige Organisationen, wo man auch die Autorisation von den Alten haben. Das ist natürlich den Achs, also Foto von Shutterstock oder Imagebank zu benutzen, ist oft einfach, mit das aber nicht die ideale Lösung. Und verliert in einer lokalen Identität doch. Auch noch mit dem Konsum oder mit der Masse von Fotos, die gebraucht wird, also oft keine Zeit dafür, sich mehr an eine Reportage zu investieren. Weil das Sujet muss gedeckt werden, wo einfach muss ein Bild dabei kommen, und dann da fehlt es Zeit. Sven Becker, vielleicht als Fotograf an einer Wochenzeitung, die hier Market auch angepasst wird, und Fotografie, wie kann ihn da ernst umgehen? Also da ernst möglich mit Fotos umzugehen, wie wenn ihn an einer Tageszeitung ist, wo alles ein bisschen mehr muss gehen.
Höchstwahrscheinlich schon. Ich habe noch nie an einer Wochenzeitung, oder ich habe an einer Wochenzeitung, nie an einer Tageszeitung richtig geschafft. Das ist, wir haben immer noch 2-3 Tage, wo ich kann rundherum telefonieren, an Rendezvous aus meiner Platz zu gehen, für die Fotos zu machen, die theoretisch bei den Sujet passen. Wenn ich nach Chance hat, wenn der Redakteur sogar schon letzte Woche viel drunter weiß, was er möchte, da kannst du nach mir schnell reagieren. Aber bei uns kann eine Woche kommen, dass das Sujet platzt, dünscht es, und sagt, okay, man will ein ganz anderes Sujet, und musst du doch hier absondern. Wenn du nicht tust, okay, entweder du hast Archiven, oder was man nie machen, als dass man ein Stockfoto holen. Das was beim Land eben zum Glück nicht gemacht wird. Mit Guido kein Foto sicher ist, weil wir eine Person brauchen mit einem Glas Wasser in der Hand, gehen wir die sicher. Nee, dann, die kann man auch selber machen. Ich verstehe bei einem Haus, am Wort, sogar ganz Großzeitung, die müssen das irgendwo finden, weil sie die Fotos schon 1000-mal benutzt und sie gesagt, okay, kaufen wir nur ein Foto für X suchen. Ich meine, wir sind, jeder muss von uns ganz flexibel sein. Und ich meine, ich muss nach der flexibel sein, weil ich auf all Sujet muss schaffen. Ja. Und heinz du geht ganz gut. Und heinz du, wo ist das Sujet, wo du siehst, okay, was müsst ihr denn zum x-te Wirtschaftsfonds, was holen ich denn? Du holst das Gebäude oder was mache ich? Keine Ahnung. Heinz muss dafür probieren. Ich wollte vielleicht als ich den großen Sujet, den lo wirklich alles dominiert hat, war das Sujet von Covid. Da gibt ganz viel frohe rund Access zu den Spitälern. Mir gesehen gerade Fotos von Guy Wolf aus einer Klinik. Du kannst das vielleicht erzählen, wie die entstanden sind, wie schwer oder nicht schwer es war für können daran, weil das war ja, wenn ich richtig mich erinnere, das hat am Frühjahr 2020 gewesen, wo ich noch nicht wusste, wie es wäre, wo die Journalisten gesagt haben, bleib de Wäsche, Centre de Soins Avancés goufe von der Armee bewahrt. Also wie hast du es gemacht, für Access zu kriegen? Ja, das ist auch, du wusstest ja im Moment kein, was geschieht, wie schlimm ist das wirklich, stößt dich oder an, sondern das ist mal die erste Frage, wo du da stellst, ob du überhaupt willst, da rausgehen. Und da kommt von unserem Chefredakteur, der geht so weit, wie der selber meint als Fotograf. Der setzt der eigene Grenze. Wir werden keine forcieren, irgendwo hinzugehen an das Centre des Soins, wo wir immer ran. Das war mal die erste Direktive. Aber als Fotograf siehst du, da ist aber für mich mal, das war mein Job. Und das ist, wie kommen ich da ran, weil ich fand als Journalist, als dadurch ein bisschen als Aufgabe zu Sachen zu observieren, was wirklich lief. Die Regierung, die gehen da zählen. Wie war das wirklich da, hinter den Mauern, was lief da, das die Arbeit von den Leuten, das ist auch ein bisschen ein Hommage für die Leute, die da arbeiten, die da alltag, die so waren da nicht unbedingt wie ich immer meint, dass du, aber das war so ein anderes Thema, kann man ja nur so schätzen. Wie ist das da zustande gekommen, dass ich mal als echt an eine Klinik rankommt, für dich war mal alles, nee, CHL, nee, no way, geht keine ran, die Regierung hat gesagt, kein Presse ran, wer doch zu verstehen ist. Als Fotograf siehst du aber, also ich schon immer da angefangen, wenn jemand gesagt hat, nee, ich habe nicht angefangen zu arbeiten. Ich fand das interessant als Journalist, da mal not zu fragen, nach Wollen zu gehen, wie komme ich dann näher ran? Da ist die Geschichte mit der Klostersgang, mit der RSQ und gedauert, mit der fliehen ja Patienten auf Kolmar hin und zurück, probieren wir lieber der RSQ. Und die war natürlich immer froh, für ein Titelbild auf dem Telegram zu kommen. Und ja, da muss ich da ein bisschen spielen, ne? Und da wollten sie so Banker da aufhören, mit Fotos, die sie selber gemacht haben, so, nee, da gibt keine Story, für mehr Männer als Foto selber, oder das geschieht nicht. Und der Banker war schon im Tarmac und schon der Pilot fotografiert, den du so schön, dass die Fotos schon ernst sind. Also vielleicht möchte ich bei die Covid-Fotos zurückzukommen, das war, voilà, ja, merci. Voilà. So, und dann geht ihn als Journalist, das eben eine Approche, schon da gut verstanden, auf ein Telegram, du warst schon eine Woche Presse, da kannst du das doch erleben. Aber es war aber die Geschichte, dass du als zweimal für dich gesagt könnt kein Fotograf ran, geht kein Journalist, geht keiner an den Spital ran. An der Banker könnt von der RSQ morgens um 6 Uhr ein Telefon HG um Erdauer Landemeer zu Ettelbreck, kannst du ein Foto machen, wo man den Patienten anladen. Und da kommen wir in Patent. Da kommt dann ja die Bartholomew, das sieht, mehr haben eine Policy open door. Willst du nicht auch auf der Covid-Stadt Foto machen gehen? So, dann hältst du eine Decision als Fotograf, die war schnell geholt.
Und da konnte ich stets den Patient fotografieren, wie bei der RSQ angepackt ist. Und das war eine Situation, die Leute waren alle gut froh, dass die mal einen von außen gesehen und den hier sagt, du dokumentiert. Da war der Patient, den Herr da, wie dem ich gesehen habe, wie ich rangekommen bin an das Zimmer, den hat gekrascht. Ich bin so froh, dass der echt traut, dahin zu kommen, dass der mal dokumentiert, was er lebt, was das für Geschichte Covid zu hören, dass du da von einem Moment auf den anderen im Helikopter leist und dann erwäschst du 3 Monate noch, du kannst nicht mehr schreiben, du kannst nicht mehr gehen. Das muss die Leute wissen, was das ist, das ist kein Witz, was er lebt, das ist kein Joke. Und der Mann hat gekrascht, weil er seine Ehe schwer am Ugestachelt, an der Lung stirben, ist da drin. So, das dürfen als Fotograf zu suivieren, ich denke, das ist auch als Aufgabe als Fotograf. Und nicht abzugehen. Das heißt, wenn sie da nicht so und da nicht, also vielleicht da ja. Also es war die Kurscher der Zeit, dass ich eine große Welt das eine immense Kontrolle von der Information an dem Covid nach immer, das ganz genau geguckt wird, was der voraus, was Journalisten der verkriegen, war ein immens Tentativ für zu kontrollieren, auch weil sie nicht alle Menschen ragelos an Pressekonferenz war. Das fand ich schon ganz, ganz wichtig, dass dann das dokumentiert getan ist. Sven auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Du warst auch an einer Klinik. Ich war in 2 Kliniken. Ich komme nicht bei die Fotos. Ja. Das ist egal. Ja, ich war am CHL, das war die echt. Und ja, für da ranzukommen, das wie du gesagt, war schon am Anfang ganz kompliziert. Schon manchmal viel Leute angerufen und schon wirklich froh bis. Weil ich immer nicht gesucht habe, für viele Plätze, und ich einfach den Chef von der Klinik angerufen, für zu fragen, ob ich da hin darf. Und so, guckt mit der Presse, mit dem Pressesprecher. Und ich habe angerufen, okay, ich bin dabei. Du darfst mitkommen. So, wenn du willst, wenn du hast Zeit. Ich habe gesagt, morgen um 10 Uhr. Okay. Du hingefahren. Ich habe schon lang, wirklich auch einen halben Monat geschafft, hier da ranzukommen. Weil du hast die Bilder gesehen von internationaler Presse, in Italien, in Amerika, England, wo auch immer. Die haben dürfen rauskommen. Und ich habe gesagt, wie war der von Sie Advisor, wie war der auf den kleinen Lützebusch, was verstoppen mir dann? Und ich finde das einfach so, pardon, lamentabel, was ist dann anders, das zwischen den Leuten und mir? Nein, wir sind auch gut an den namischen Boot, los heißt einfach das Weisen. Weil die Leute sind immer schöner, gut abstalliert sind, wenn man es nicht ganz gesehen, wie es doch gesagt ist, in dem Moment, du hast Absurden an und du kannst es irgendwie auch greifen und das scheint gut abzuholen zu lesen. Du siehst, okay, du siehst die Leute krank sind oder sogar vielleicht noch mehr schlimm sind, die am Sterben liegen. Und ich war am Reha-Center, am Starkfuß eben auch beurteilt gehen und da waren die Leute, die nicht mehr rauskommen sind. Ja, und ich hatte die Chance, dann 3-4 Stunden dran zu sehen, okay, das so wie ein Doktor, der einzige Unterschied ist, ich habe kein Stethoskop auf mir gehabt, aber ich habe ein Fotoapparat am Hand. Das war mein Beitrag für die Covid indirekt zu weisen. Ja. Aber wie die Leute schaffen, beziehungsweise die anderen Leute leiden. Ja, das ist natürlich dann noch ganz intim, also Leute, denen es nicht gut geht, das ist immens intim. Du hast auch so, also vielleicht immer Krankheit, Jessica, du hast gesehen ein Foto von dir von einer Geburt, was ja dann noch eine ganz intime Situation ist. Wie geht denn als Fotograf du mal da wo wir sehen, wie viel das ihr weißt, wie viel das ihr nicht weißt, wie die sich vergessen noch vielleicht, weil ihr ja dokumentieren und will nicht, dass das inszeniert ist. Ja, also die Foto von der Geburt, das war sich ein Kommand für Tierwammen-Assoziation. Die hat Geburtstag gefeiert und die wollte Fotoweise von ihrem Beruf. Voilà, ein Tierwammen aus von der Geburt, während der Geburt, nur der Geburt. Voilà. Und sie hatte schon ein paar Fotos von einem anderen Fotograf, aber noch nicht von einer Geburt. Und sie wussten, dass ich Mom wäre. Voilà. Und sie wollten eben auch eine Frau haben, um von für die Geburt eben zu fotografieren. Und da wurden sie mich gefragt, ob ich das machen. Und dann war auch ihr Wunsch, für realistisch zu weisen. Es ist nicht, das zu verschönern oder verschlimmern oder irgendwie mehr für einfach eine reale Geburt zu weisen, wie dass sie aber selten so Fotos aus sich gesagt normalerweise. Voilà. Und ja, du war der Approche einfach dafür ganz ehrlich, ganz authentisch ranzugehen und
der Koppel den Schnecker Merci so und dat ze dat akkordéiert hunn. Der Koppel awer gonn noch freiraum ze ginn, dem Doktor net ze hënneren als Fotograf lo net am Weh ze stoen, wann awer mist irgendwie nach méi agegraf ginn an awer die rich Foto machen, weil giet ja alles relativ schnell dann am Endeffekt fall der Tisch do se schon eng lang Warden an am Hammergrund bleiwen an awer zum rich Moment an präsent sinn am vu Golwall. An Punkto Intimitéit mat den Ären dann an dem Fall oder respektiv mat der Mam von allem hunne Schienen donno natürlichcht Foto als sechten gewiesen. Und sie hat recht wie so die du net oder wie immer sie aber alles akkordéiert dann dat war alles kein Problem sech der Menge Rugehensweis die Menge aber Dele mat ganz vielen andere Fotografen das wannnech intim Situationen fotografiere vu Leiit die an enger anderer Situation sind dass Schiene für dich Fotoweisen an dat sie man dann korrigieren für sie da könne weiter zu benutzen das ist immer dat immer de Leute op de Weg gehen de Paar sech. Dat sind lo gräser Projekt, dat wo vielleicht mir lang geschafft huet, den all daran der Pressefotografie besonders an enger Dareszeitung die war ganz viel Fotoen a ganz viel verschiedenen Sujeten, die auch net immer vu sexiness strotze, wann ich muss just Pressekonferenze machen. Wie organisiert den se Sto? Wie probiert den do auch trotzdem gut Bilder zu machen, dass sie net just eben Minister an engerei für engem Logo sitzen huet? Ich denke am Moment gëtt neich wie dat. Mit hängt awer du von no wer eng Redaktion wëll. Ich mein, du kannst mehr wären so opgedeelt, dass eng Kipp die eben dares journalistische Sachen eben wie soll so Pressekonferenzen oder so Sachen, dat muss bekouvrieren. Ich mein, Presse hat sich so auch entwickelt, dass verschiedene Rhythmussen entstanden sind. Und das auch, du musst auch da auf verschiedene Rhythmussen können schaffen. Du hast mehr nicht nur den Telegram hat kouvriert. Das heißt, du hast einen Online-Rhythmus, du hast einen Tageszeitung-Rhythmus und du hast einen Magasin-Rhythmus an so einer Zeitung. Und du musst eben den Fotografen die nötige Zeit geben für das, was sie brauchen für die Reportage. Wenn nicht nur Reportage ist wie an Spidel gehen, dann musst du den Fotografen freisetzen, den ganzen Tag mal in so einem Sujet setzen. Auf der anderen Seite geht eine Pressekonferenz, die fährt hin und möchte ein Foto, schickt die direkt, weil das ist ein Rhythmus, wie der Radio eben damals war, die Foto, die wird direkt geschickt. Das ist ein Rhythmus, den ist für online. Wenn du eine Pressekonferenz, wenn du den Xavier Böttl annonciert für neue Maßnahmen, da muss schon ein Foto von der Bühne kommen, wo schwätzt ihren Mal überhaupt da ist, für die schon online zu setzen. Voilà. Und das ist für Fotograf, musst du halt so kreativ sein. Schick ein Foto, ja, das lebt aber noch nicht, schick mal. Und das ist auch für Fotograf ist das nicht immer, du siehst ja von dem Menschen noch an dem Job da. Und du warst auf der anderen Seite, dass da auch so hast so eine Reportage gemacht und du warst dann noch, ich komme aus der Zeit nach, wo es noch Filme entwickelt hast, wo du den Film an der Tasche hast und eine Stunde Motorrad führen, da dir für den Film an die Redaktion zu bringen. Ne? Und ich fand das manchmal stressig. Wenn du in der Kamera, wenn du musst schnell checken, ich mache ein Foto von der, drückst auf die Kamera und so in der Redaktion. Dann hast du auch mal Zeit, für dich auf das Sujet zu konzentrieren. Mit der schon am Journalismus, das ist nicht immer interessant. Aber du kannst es einfach interessant machen. Das hängt von allen Fotografen ab, wie weit du kannst so das ist eine Pressekonferenz. Ja, aber wenn du als Fotograf an der Pressekonferenz lauscht, so weit es geht, dann müsste aber schon vielleicht, wenn du von einer Pressekonferenz hingehst, müsste aber schon vielleicht ein Foto zu dem Sujet. Und dann kannst du dann eben ein Foto von der Pressekonferenz klein und das Sujet müsste eben groß. Das ist aber alles möglich. Zeit als wichtiger Faktor. Christian, du hast ganz tags mit lang Reportage oder Recherche gemacht, visuelle Recherchen. Ich denke nun den ganzen Abend über moderne Architektur zu Lützeburg oder eben auch mir. Bon, da war Zeit zwar aber gemost, weil die Bagger stung du. Erzähl uns vielleicht mal, weißt du, am Faktor Zeit umgegangen, aber so, weißt du, ja, du probiert hast, die idealen Fotos zu machen, von etwas wird verschwunden, finalement. Dafür sind das auch andere Sujet gemacht, wofür schon ganz viel an der Mode geschafft, auch mit Equipen, an ich bin froh,
im Moment op einer zwischen River zu gehen, Architektur oder Fliegersbau, da sind noch ein paar Fotos dabei, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gerne lang schaffen und gerne lang auch in Raum investieren. Und mit dem Projekt von mir hatte ich gelesen, ein Sitz dokumentiert, wo natürlich Druck war, weil wie ich das Projekt angefangen habe, am Juli 2018, du war schon Baggern da und die schon angefangen, Bannen an den verschiedenen Gebäuden zu demontieren, also den Agrocenter, Zilo und Schlöchthaus und danach die verschiedenen Fabriken auf dem ganzen Sitz. Und dann hast du während einem Jahr die verschiedenen Gebäude dokumentiert, dann hauptsächlich von Bausen, natürlich auch von Bannen, aber auch von Bausen, mit dass man mehr darum gerne Bannen zu weisen, wie die Einzelgebäude wären, weil ganz wenig Leute für eine Achse hatten an die Gebäude. Außer die da geschafft haben, und dann Bauern, die den Weg geliefert haben, die den Kern halt kannt. Und schon am Anfang mehr Zeit auf den einzelnen Steck verbraucht, am Silo, an den 2 Silos, die da stungen. Zertgut, das Schlöchthaus und dann der Reunionssaal. Schon ein Jahr lang fotografiert, sie möchten auch den Weekend kennen, weil ich wie mehr Ruhe hat doch. Und ich finde es schon ganz impressionant, von wie da länger auf dem Sitz zu sein. Das ist ein bisschen eine Exklusivität. Das kann ich schnell so. Ja, das ist ein Kommand gewesen. Für ein Kommand vom CNA. Das heißt, die haben schon eine Wichtigkeit, die Kommanden auch für Lützeburg zu dokumentieren. Für den Changement vom Paysage urbain zu dokumentieren, von einer Port dokumentieren. Das ist ein Sitz, den hat 60 Jahre bestanden, also 1950 als den nächsten Silo angeweiht ging am November. Und 2019 wurden wir fort. Und sind der Lehrgebäude für ein paar Wochen aufgehabt gehen. Und was danach bleibt, ist eben die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, und die ist in Form von einem Buch, als die publiziert ging, und da war eine Ausstellung am CNR letztes Jahr an eine Variante von uns aktuell am Kulturhaus zu Mirsch zu sehen. Das Buch ist genial, weil auch ein Text dran ist, ein langer Text von Antoinette Lorang, über auch die politische Bedeutung von dem Center, dem Agrikulturcenter zu Lützeburg als Zentrum vom Land an den Jahren von Krieg, wie die Landwirtschaft noch wichtig war, weil das auch zur Politik bringt, Sven. Ganz viele Politiker probieren heute hier das Bild. Das haben sie immer probiert, mir haut das mir einfach, immer mir billig. Hier das Bild, was nach außen geht, zu kontrollieren. Sie können das machen mit ihrem Handy, und sie haben den Service Information et Presse mit ganz viel Moyen haben drin. Wie weit sind sich als Fotograf auch immer bewusst, dass der politische Impact vom Bild, dass den gigantisch ist, und wie probiert den ein anderes Bild durchzustellen, wie das, was Politiker selber wollen machen. Ja, das ist richtig. Die wollen sich immer auf die gute Seite weisen. Oder nicht die gute Seite, echt die politische Seite von ihnen. Und ich warte einfach die Situation auf, wo sie sich eine Luft holen, probieren, dort Foto zu machen, weil die Foto zu weisen, wo sie Puls sind und sich normal als staatsmännisch oder staatsfrauisch durchstellen und sich so eine Chemie machen, da tut. J'aime bien les moments crus. Und das passiert dazwischen. Der kleine Blick zwischen den Leuten oder dem Moment, wo sie fortgehen, wo sie rangehen, wo sie eben vielleicht eine Zwischenmenschlichkeit und zwischen der Person, mit der sie diskutieren, oder sich eben unobserviert fühlen. Ich bin aber da, das ist auch schon da, und andere Leute sind natürlich da. Und ich meine, das probiere ich persönlich bei politischen Fotos, wo Politiker am Spiel sind, die zu weisen. Weil die anderen machen die anderen ganz gut, aber ich meine, Menschlichkeit, egal ob es Politiker ist oder in Personen lambda, das ist, was dann so ein bisschen primiert von der Situation halt. Menschlichkeit zu weisen. Ob es ein Grimasse schneidet oder. Der Gramini sagt mir, du weißt mich immer nicht mehr, wenn mein Gesicht versucht, hast du gesagt, nee, Monsieur, die sieht einfach so. Das ist nicht base gemeint, aber das ist einfach eine Expression und das ist normal. Und wenn die können auch Foto machen von mir, vielleicht schon nicht auch Grimassen, von mir möchte eben nicht so viel Foto natürlich.
du bist eben dann do und das möchte besser Rosen oder so viel guckt möchten immer was möchten da lo und heißt du hast das Gefühl dass sie nur gucken weil sie wissen was du gehst machen ich meine die anderen Fotografen haben da doch wahrscheinlich als Gefühl wenn du rundherum dann laufen oder gehen dann du hast mein Fotoapparat raus für ich warten alles auf und dann im Moment könnt immer ob es eine Krise das ist eine andere Geschichte mehr an der Hoffnung dass sie eben sich fallen lassen und das ein vergessen. Und ich fand, mein Job ist, dass ich mal gucken und den zweiten das zu fotografieren. Wir haben, ich meine, 2 Wochen war ein Ün am Lützburger Land von der Monika Semedo, ein Affiche von der Monika Semedo, die am Kontext von der Polemik mit Madame Semedo ganz ernst gedeutet ging, wie sie war, wie du sie fotografiert hast. Die hast du einfach fotografiert, wie die Wahlaffischen aufzerveiert gesehen. Mit dir aber ganz diskutiert gehen. Dann hast du diskutiert, sie gehen mit, schon sie nicht gemacht, weil hat was fort von der DP gegangen, als Fortgang von der DP gegangen, dass die Fotos entstanden an einer Situation, wo ich konnte bei DP ans Haus gehen, und schon hier Büro fotografiert, ich gucke alles, ich gucke auch, wenn du irgendwo Archive leihen oder Dreck leihen, gucke ich, was du hast. Pardon, lese mich ran, dann darf ich machen, manche die Fotos, die ich viel richtig empfand. Und ich meine nicht, dass ich Madame Semedo da für mich ist mir egal, ob es Semedo gewesen wäre, weil der Büttel dran gelöscht hat oder wie sie auch den Häschen, ich hätte die nämlich Foto gemacht. Nee, ich weiß mich just so, der Kontext möchte doch eine Lektüre dann auf Bilder. Natürlich, Ne? ja, das ist richtig, ja. Natürlich, du stehst nicht, wenn ich sie 2018 gemacht hast oder viel gestern. Natürlich, du musst überleben, dass eben verschiedene Sachen eben in dem Moment veröffentlicht gehen, wenn sie vielleicht gebraucht gehen, an ob sie doch verschiedene Leute so ein vielleicht nicht ideal benutzt gehen hast, für mich hat es ausgedrückt. Und die ist für mich wertvoll gewesen. Mir ist egal, von wo du kannst, und mir ist egal, wen du bist. Ich meine die Foto, weil ich sie interessant fand und nicht, weil du ein Farbe hast oder ein politisches Farbe oder ein menschliches Farbe hast oder weil du das wichtig willst. Das interessiert mich nicht so viel. Wie sind mit Limiten, die an einer Zeitung, ich will nicht Zensur so, aber ich will so, was sind Limiten für Sachen, die Brüche geben? Ich habe ein Foto, die wahrscheinlich für Leute schockiert wird, gesehen von der Frau, die sich emuliert hat, ob der Plus, die Fotos nicht Brüche gehen, was die noch verstehen will, weil Leute auf der Reihe Neues Kaffee zu kriegen, ist das doch hart. Was sind Leitlinien oder Limiten, die sind? Also die Limite gehen vom Chefredakteur festgesetzt. Das hängt vom Chefredakteur auf, in eine Richtung, dass das zulassen oder nicht. Wenn es nur die Foto dort zurück und da kommt klar, Demos vom Leon Zerschewski, machen wir das Foto, was du denkst, schickst du und AFP und Reuters und die haben es auch irgendwo publiziert, ich weiß nicht wo. Mit Fort hat dezidiert, die nicht zu publizieren. Das war eine Decision vom Chefredakteur und die war eigentlich auch gut. Was das Sven von Sängerfoto gesagt hat, es gibt Limiten, wie ein Foto außerhalb von einem Kontext gebraucht wird, ohne dass dabei steht. Und das war eine Decision am Wort, die auch gut gekommen ist, wo vom Chefredakteur und alle Journalisten gegangen ist, dass Foto nicht mehr außerhalb von einem Kontext dafür gebraucht gehen. Es steht dabei, in welchem Kontext die Foto da gemacht gehen ist, und sie illustriert ein aktuelles Sujet. Ich meine, das ist doch korrekt an einer Deontologie vom Bild, weil da könnte auch immer Thema von der CNPD, Droit à l'image und so. Da tut doch ganz viel dummer. Wo setzt eine Zeitung hier Limiten, wie wird ein Bild publiziert? Das heißt, wenn ich ein Foto von irgendjemandem an der Stadt mache, über Masken, wenn es um Droit à l'image geht, die steht mal über der Pressefreiheit, sagen wir mal so. Also ich kann nicht einfach so ich journalistisch fotografieren, ob du willst oder nicht, da ist immer ein Konsentement, wo die zwei müssen d'accord sein. So, du siehst mir aber, oh cool, du musst ein Flotfoto von meiner neuen Maske für das Thema zu illustrieren. Wenn die Foto aber noch gebraucht in einem anderen Kontext, also sind immer Männer Leute, die Maske undun oder dann ist das eine andere Sache. Und da spielt eine Deontologie vom Bild mit, wo eine Redaktion auch hier, so der Journalist, den ein Archivfoto nach gebraucht,
die hat eng Responsabilitéit an der das fir mëgen Professionalismus, du muss eng Lin sinn, wo se sees, du musst awer oppassen en Kontext aus dem Bild benutzen. Christian, du hast gesagt, wenn ein kann fotografieren, das ist eigentlich besonders sensibel. Du musst die Autorisation von den Eltern und du musst dann natürlich auch die Foto just dann benutzen in dem Kontext. Ja genau, an Schadona ein Beispiel gedacht, wie ich eben als Fotoredakteur beim Wort, wo man ein Fotogesicht tun für Grand Place zu illustrieren und zu Bresel. Und da hat ein ganz flott von die wirklich auch natürlich gewirkt hat, nicht wie oft die Shutterstock-Foto, wo die bisschen fake ausgesehen. Und da war eine Familie drauf und die hat mir publiziert bei Shutterstock an Zeitung bräuchte. Und da zufälligerweise war das eine letzte Familie, die auf der Foto war, die nicht davon wusste, dass ich die Fort attackiert, aber Fort war nicht responsabel, weil Shutterstock responsabel war für die Wand von der Foto. Ich meine, ein Reuters-Foto. Oder ein Reuters, ja, empfehlenswert. Mit für eine Agence-Foto an. Voilà. Wie ist das ausgegangen? Familien, gelesen? Ja, das hat das Archiv gelöscht, gehen mir noch heute das Bescheid gesagt, und ich meine, das auch bei Ihnen blockiert gehen. Und Familie haben nicht mehr darüber gerne. Also sie konnten Brief und eine Entschuldigung. Und mit Kindern war mehr weit gehen. Ja, also in dem fotografiert gehen, dass die wirklich nicht damit aufverstanden sind, dass die Recht auf Frieden und so weiter. Ja, wir haben es so gut aus, keine gewährt. Ist nach Dokumentation vom Espace Public möglich, wenn also dem Douaneau sein Baiser kein Haut nicht mehr so gemerkt wahrscheinlich. Nee, du stellen sich auch an, wo kann ein Wert von ihr ein Foto machen. Ich meine, Gebäude sind auch verschiedene Gebäude geschützt, die auch nicht kann, egal wie fotografieren. Dann das ganze Thema von der Streetfotografie. Da gibt Foto publiziert, wo Leute, die nicht wissen, dass sie publiziert gehen. Was möchten die da? Ich weiß selber nicht. Guy, du wolltest selbst dazu sagen? Ich meine, das hat ich gerade für gesagt und die gegenseitige Konsentement, was du hast, wie du nur den DBC dafür, da sind auch Leute, die sagen, die Foto wäre posiert gewesen, die nicht die Leute kannten. So was, wenn ich an der selben Situation, ich mache genau die selbe Foto an der Stadt, ich mache mal für dich die Foto, und dann gehst du bei den Leuten, du weißt denen, die guck, wenn ich ein Foto von der ich gemacht kann ich die publizieren, am Wort, wo auch immer. Und so 99% von den Leuten, die sagen, oh cool, ich komme in die Zeitung. So, und das ist die Realität. Ich meine, der will nicht gehen Leute haut, ja, die rufen an eine Zeitung an, ich will nicht, dass die Foto nicht gebraucht wird. So ein Enker ja gesagt, weil die Realität ist die, als Fotograf, du merkst, sind immer mehr Leute, die sagen, ich will nicht fotografiert gehen. Und die kommen nach hier auf die Stür und die sagen, ich will nicht als Fotograf. Und dann lässt die Kamera, da lässt die Leute mal trauen und du insistierst es nicht. Und Enker, die mischt schon viel Ufro, weil ich die auch immer geriert und die Ufro von denen viele Fotos, die Leute haben immer noch einen Anruf, weil sie die Foto gerne hätten. So. Und man hatte ganz wenig, das wäre aber interessant zum Thema, gebe ich eine kleine Anekdote. Da war eine Frau, die Fotograf von uns in einem privaten, dafür für das zurückzukommen, weil der Christoph, der das schon alles reglementiert, das kann ich noch nur lesen bei der CNPD, du hast schon reglementiert, was du halt darfst fotografieren, aber was nicht. An dem Moment waren wir wirklich schon in einem privaten Raum, wo für die Vor sind Leute sich verklebt haben. Und den hat da ein Foto von einer Frau gemacht, die war als Katz verklebt und die geht durch das Bild, ein geniales Foto. Und die Frau geht durch das Bild so. So, die Foto war genial flott, mit redaktisch, die hat das ein bisschen an die Lächerlich gezogen. Da hatte ich den Tag drauf den Mann von der Frau am Telefon, die sagt, ich mache einen Prozess. Sie dir den Photoshop, sagt, ja, aber was hat er gern? Die hat meine Frau fotografiert. Ich sage, nee, schon sie nicht, das war mein Fotograf, mir war das eher ein Problem. Mal gucken mal, wie meine Frau da an der Zeitung ist. Aber den Artikel dabei, den da steht, Foto ist ja schön, mit dem Artikel, den dabei steht. So, und da fängt es an, der Fotograf war erstens an einem Raum, wo die Frau hat mich so froh und hat er nicht gemacht. Vermo war, dass der Mann als wohl den Prozess machen, mit das rief aber seine Frau an, die hat mir furchtbar leid, die hatte mal mein Mann am Telefon, die Foto aus der genial flott, alle meine Freundin haben mir angerufen, ich wäre in der Zeitung, kann ich die Fotowandschrift kriegen. So geht es an den meisten Fällen. Wir sind aber auch Leute, die so ganz einfach, du darfst mich fotografieren an der Straße, ich bin noch d'accord, aber ich weiß aber, was Herr nur eine Redaktion mit deiner Foto möchte. Und da fängt es, und wer ein Foto darum weiter benutzt wird.
wann Da sie geht archiviert geht doch. Voilà, weil als Fotogeber alle gëtten archiviert. Gëtt ihr da gebookmarkt, also könnt ihr dabei stoen? Wann die Leute reklaméieren aus Respekt vun de Leiit, kann so soen oh, deontologisch is kein Pressefoto, eng Journalistfoto gi net lächen. Van dat lo ein historische Moment ass da kënst du zurück op dat Bild, wo de Christian lo beschrieben huet, wat de Christian aber lo net detailiert huet, do waren 2 Kanner op enger Foto, die 2 Kanner werden Tabdeel vum Bild. Du hast quasi just sie gesinn mat enger Kart an du hast Grand Platz gesinn. Dat hicht die Kanner, die waren gut 60% vum Bild, dat war den Hauptdeel vum Bild. An dem Moment hast du net mit recht mat dem Bild ze wat ze willst durchspielt dann den droit à l'image von der Person, die drüber ist. Wäre das aber nur ein Foto gewesen von der Grand Place, wo die Kanner just irgendwo klein dran gewesen, dann ist das eine andere Geschichte. Und das gibt keine Regeln, wo die Presse sich soll drin halten, nur ein Gesetz von 1982, für den das interessiert, kann das gerne mal nachgucken bei der CNPD. Ich meine, ich schwätze ja von Fotojournalismus, und das ist ein riesiges Problem, dass viele Fotografen nicht mehr wissen, was der ich überhaupt nach Haut, was der ich nicht fotografieren. Du darfst prinzipiell alles fotografieren, was am öffentlichen Raum stattfindet. Aber sobald du eine Person visiert, hast du besser, du schwätzt mit hier auf, ob das so okay ist. Das gilt nicht für öffentliche Personen, wenn du Xavier Böttler in einer flotter Situation, den Foto ist genial daher, gehst du nicht, Xavier fragen, ob den lo d'accord ist mit dem Foto. Das halt gibt die ganze Reiz. Das ist eine andere Sache bei den öffentlichen Personen. Für auf das Thema dort zurückzukommen, kann er auch plus den Hauptteil vom Bild sind. Ja, wenn Leute posieren, dann hast du auch schon ein Konsentement da. Wenn sie wirklich schon die Kamera gucken, dann hast du einen visuellen Akkord da. Du hast viel eben auch Kanner fotografiert, dann habe ich ein Foto von dir, von Flüchtlingskanner, das ist noch ein mehr komplex. Ich kann mich erinnern, ich komme auch aus dem journalistischen Beruf an. Wir sind einfach an Flüchtlingsthema gegangen. Man macht ein Linz daran, wenn man als gut mit den Leuten verstanden und dann haben wir das fotografiert. Da waren die Leute gekommen und die Leute gefreut. Ne? Ja. Mit uns sind immer mehr Filter gekommen von Strukturen, von staatlichen Organisationen, die da den D'entrée erschwert tun. Aber du kannst aber auch das dokumentieren, mit Akkord von den Institutionen respektive hier. Ich weiß nicht, für wen das die Reportage war. Ja, also ich hatte einen Akkord vom Olay. Ich hatte auch von anderen Leuten. Prinzip ist dasselbe wie viel drunter bei der Foto von der Geburt. Das war ein Kommand für Edition Guy Binsfeld. Das war für ein Buch zu machen. Und Thematik war festgesetzt, war Covadis Europa. Und das schon ein paar Jahre hier. Und da war effektiv Thematik ganz groß über Leute, die müssen flüchten, oder viele aus Syrien, was eben ganz aktuell damals war. Und du wolltest selbst darüber machen. Und dann hat ihn da proposiert und so, ja gut, dann guck, was du kannst machen. Und dann habe ich den Olay darauf kontaktiert, für zu fragen, ob ich da keinen denke, weil ich bewusst habe, ich kann nicht dafür so hintergrund ein Foto machen, weil ich bin direkt zum Heim geschickt. Werde ich dann doch kein fotografieren und du konnte ich proposiert, haben wir so ein spezielles Programm, ein Reinsertionsprogramm, das geht an dem Kader. Kannst du, wenn du also gerne ein Foto machen, einfach mal, wenn die Leute kommen und dann guckst du einfach mit den Leuten selber, was der ist, was der nicht ist. Voilà. Und das habe ich gemacht. Also ich war dann mit dabei, also kurz jetzt erklären, das ist so ein Programm, so ein spezielles Programm, wo sie am Anfang eng 47 Leute, wenn ich noch richtig weiß, auf Lützeburg, aus der Türkei, aus einem Flüchtlingslager, wo sie auf Lützeburg gekommen sind. Und der T-Shirt war ein Gruppe von Leuten am Anfang geholt, die zusammen zu selben Moment gekommen sind und schon die fotografiert ab der Ankunft am Flughafen, wo nicht für die Presse ab war, wo dann wirklich auch ganz am kleinen Kreis sozusagen nehmen vom Ministerium, vom Olay, vom Foyer, wo sie dann innerbrücht waren. Und den nächsten Tag habe ich mal Foto gemacht, aber auch ganz diskret, ganz viel am Hintergrund. Und dann habe ich so kurdisch mit Traugelos und da sind ich noch kurdisch mit einer Auswahl von Fotos beigegangen, mit einem Dolmetscher und schon Foto gewiesen über die Beamer in einem kleinen Raum und erklärt, wie ich bin und was ich gerne will machen und dass ich so ganz gerne will begleiten über die nächsten Wochen am Mainz für Fotos zu machen en vue von einem Buch an einer Ausstellung anfangen. Und ob sie dann du mal nachverstanden wären. Und du waren sie alle gut immer nachverstanden. Und von uns hatte ich Kontakt mit verschiedensten Familien da und schon sie an ihrem Alltag sich begleitet. Ich war am Foyer bei ihnen oder weil er unseren Staat gegangen sind oder unsere Kinder in Schule gegangen sind. Weil ich war einfach mit dabei.
Aber du hast doch eng selbst wie für drunter Ort, wenn du Foto musst von den Leuten intime Situationen. Auch da war es so, dass ich Fotoen so publiziert gesehen und ich auch die Auswahl gemacht habe für das Buch, auf die Ausstellung und sie immer als ich gesehen und gesagt habe, das alles gut, kann alles weisen oder wenn sie auch gesagt hätten, an die eng nicht, ja, da wäre doch kein Problem für mich gewesen. Also das ist immer was ich mir immer so. Dazu hat ich auch einen Text geschrieben, eben einen Explikationstext, und von Gold will ich auch nicht wollte, dass das Foto eine Länge am Buch so stehen, so verlosen ein bisschen. Ich wollte ein bisschen an den Kontext einfach setzen. Und das war mir auch wichtig, für das du sind Fotograf, ja. Ja, voilà, für das du sich da losgehst, voilà. Ja, also der gegenseitige Respekt, dass du ganz groß und dann auch gerade so natürlich bei Cannes, also bei Cannes fotografiert, also doch fängt es immer an, mehr kompliziert zu gehen. Und ich schon noch Kommente für andere Klienten, wo ich eben auch Reportage oder Dokumentationsfotos mache von solo Eröffnungen oder Sachen oder weil so ein Markt oder was auch immer. Und auch du hast in letzter Zeit immer mehr froh, guckt so zu fotografieren, dass es Leute gesagt, ohne die Leute so viel zu erkennen. Und Leute kein Gesicht damit. Voilà, das erschwert uns teilweise den Beruf, voilà, weil eben effektiv will sie meinen Klienten dann auch gerne wollen Foto und gerne wollen nutzen für die Publikation oder für die Publizität. Und voilà, wenn ihn dann da einen Drop hat, den dann nicht will drauf sind, dann hat den rechtlich gesehen wahrscheinlich recht, weil ihn eine Gruppe von Leuten immer fotografiert, weil ihn natürlich aber keine schlechte Presse zu suchen haben, weil das ist die Problematik, finde ich auch bei vielen Klienten. Voilà. Wie hellig ist ein Foto, Sven Becker? Wie, wenn dir als Fotograf ein Foto holt, dann denkt ihr an eine Kadrage, aber nicht gerade etwas, wo ich just muss ganz sicher sein, aber denkt ihr an eine Kadrage, denkt ihr an eine Komposition. So, wie hellig ist die Henno? Ich denke, wenn Zeitung sieht, wir machen das klein oder wir schneiden das, da kriegt ihr dann das Format. Und den anderen Wolle davon heraus, wie viel geht in ein Foto, Photoshoppen für Leute, mir hell, mir deich, mir dünn zu machen. Als Fotojournalist schwätzt nicht lo. Ich meine, so alle gute mit dünn. Für was du belebt. Einfach mit dünn, da sind sie gut. Christian hat gesagt, man kann mich schon auf der Seite fotografieren. Und ich zitiere Weltpolitikerin, das ist. Ja, für mich ist es nicht, ich kann nicht, pardon, in Dreck am Gesicht hört, an einer Nuss, du gehst natürlich alle Limit, alle Limit hörst die Foto einfach nicht. Mit generell gehe ich nicht ganz viel retuschieren, natürlich, wenn ich Schwarz-Weiß mache für das letzte Land, sondern es natürlich aus dem Schwarz-Weiß gemacht, manchmal ein Equilibrage von, heinst du, wo ist die Situation, wo sie bis mit euch zu sehen, okay, dann, mit das dann, die Foto geht, da bist du mit Helga, aber ich werde nicht eng, wenn du. Wie hell am Kontrast, aber nicht an der Hautfarbe zum Beispiel. Nee, natürlich nicht, nee, ja, richtig. Muss ich ja doch so ein Hautstars. Nee, das sowieso nicht. Nee, vielleicht sind wie sie sind, Foto aus wie sie aus. Heinst du erlauben mich so mehr Riech zu machen. Das sind sie so an dem schnellen Zustand, heinst, können sie krumm rauskommen. Mir Seele wird sie gekroppt bei Hausfleisch wie ein Ün, weil sie dann eben ideal kann passen. Da ist mein Format, das Ün immer gekroppt. Nee, oder feierreiches Foto. Mir generell gebe ich mir nicht erlauben, ab das Wasch zu holen oder ab von ganz leichter ab ganz halt zu machen, ist für ein Objekt oder eine Person rumzufahren. Schon Sachen sie wie sie sind, und schon so gemacht wie sie aus, und ich probiere sie eben agreeabel zu machen, und nicht zu strapazieren, und so no wie möglich wie das Foto ein Apparat zu halten. Und ja. Guy, wie ist die Richtlinie für dich? Ich setze keine Richtlinien. Wir schwätzen an einem Kader von einer WordPress-Foto. Und du hast, egal wie, ein Foto irgendwie verfrieren als Nöger. Da gibt es Geschichten von Fotos, wo ich kann Foto am Kopf, aber ich weiß den Kontext nicht mehr, wo eine Reihe Leute, die kommen durch eine Straße, ich meine, die Foto hat durch die WordPress gewonnen, und da war irgendwie ein Reflet von einem Fenster, die das Bild so superficiell ausgesehen hat, dass die 4 komplett abgehalten war. Der Fotograf hat es auch noch erklärt, ich weiß nicht.
voilà, wo sie kann mensch nach gedrohen und irgend so ein Geschicht und die Foto die war eigentlich so schön, wo Banker Leute so mit die Foto ist so komplett retuschiert, den hört die Schönheit von der Foto do technisch manipuliert und da sie den World Press no way. So, das war aber die war nicht retuschiert. So muss der Fotograf sich immer erklären, für warten die Foto so geholt. Ich meine, aber schon für mich selber immer die Limite gehalten, ich gehe nicht mehr und ein Foto schaffen, wie ich auch damals an der Dunkelkammer gemacht habe. Das heißt, idealerweise Gruppen nicht so gut nicht. Ich schon an der Dunkelkammer immer noch so gut den schwarzen Rand rundherum gemacht. Für justement die Authentizität von dem Moment, den du aufhängst. Ich fand das ein Challenge als Fotograf, für ein Foto so zu kadrieren und so zu machen, den Moment so festzuhalten, dass du nicht, also ich denke 90% von meinen Fotos, die gehen so raus, kannst du so benutzen, wie der Rohfische an der Kamera aus. So, du siehst, du hast einen Himmel, den zu hell ist, oder du hast mal ein paar, die sind einfach zu dichter, wo du eine Information hast am Bild, die aber nicht sichtbar ist, die du aber willst weisen. Da ist manchmal legitim, die Information zu weisen, die am Bild ist. Ich habe echt ein Problem damit, für Fotos zu kroppen, wo dann ein Detail herauskommt, den vielleicht der Journalist steht oder irgendjemand, den die Fotos nicht so will gesehen. Die meisten Fotos an den Zeitungen am letzten Wort, die gehen ganz einfach gekroppt, weil sie an die Zeit müssen passen. Du hast dann Nachdirektor, der sieht schon ein quadratisches Foto und muss das Runde muss in das Eckige rein. So. Und du hast dann einen Artdirektor, den da vielleicht sieht, ja, ein Fotograf soll mehr Rohprodukt liefern, mit dem ich kann mehr will, was ich will. So, du stößt du für mich zwei Welten übernehmen. Ein journalistisches Foto darf an erster Hinsicht keine Detailer wegschneiden. Ich meine, da sind für mich Limite für ein Foto zu kroppen. Mehr als professioneller Fotograf ist aber auch, dass den eine Seite muss aufbauen, wenn du ein Breitfoto dran hast und du hast ein Heisch, weil idealerweise als Fotograf müsste Brett dran heiger. Wenn es aber Brett dran heiger liefert, und es gehen nur ein Brett Heisch kroppen, so, das können aber vier und das soll nicht. Und da sind für mich Limiten, das ist ein Respekt auch von der Arbeit von einem Fotograf, die vielleicht mal eine Stunde da sitzt, auf dem Moment zu werden, dass du nach irgendetwas an das Bild rankst, von dem Foto dann nur aufgeschnitten wird und dann hat der Wahrheitsgehalt von der Foto verändert. Da sind Limiten überschritten, wo sie nicht sollten überschritten gehen. Ein Nachdirektor gesagt, das nicht. Ich denke, dass Leute, Junker, die opwussen mit sozialen Netzwerken, die haben einen ganz anderen Bezug zum Bild. Weil du geht einfach klack, 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 dann hast du Ohren an ein Mickey Mouse Nuss, an den perfekt blauen Himmel und so weiter. Du schaffst ganz viel unter Farbe. Christian, ich fand den Foto immer faszinant. Und natürlich die von mir ist besonders, mir auch die von der Boeing, du hast immer ein ganz Rangheit von der Farbe. Schockiert hatte ich nicht. Wenn du Instagram guckst, fallen da nicht Zähne raus. Also, auch auf Instagram benutze ich keinen Filter, ich finde immer den normalen Filter. Ich freue mich halt nicht, ich meine nicht, dass du es ich freue mich, wie weit der Blick auf die Fotografie verändert. Es gibt einen Effekt, ich meine, einen Effekt, den vielleicht oft das Sujet dominiert. Wenn er anfängt, mit Farben zu spielen, mit Kontrasten. Bon, vor 4 Jahren ist ja ein Foto auch nicht 100% Realität. Wie der Film, wie er mit Film geschafft hat, wird ja auch von der Margot gegangen, vom Film, den benutzt wird. Sie machen die mehr kontrastiert von anderen Midus. Ich meine, egal wer ist, nicht 100% Realität. Ich meine, für mich ist immer das Sujet wichtig. Und die Form soll nicht dominieren. Das ist auch, ich meine, Gebrauch von verschiedenen Objektiven. Das ist auch im Moment das die Formation, die da bemol die Hand hält auf das Sujet. Das lo persönliche Goch schaffe war mit Objektiven, die echt dem Ahnen sprechen 50 mm oder 35 mm maximal bei der Kleinbildkamera. Von den Farben hier bleiben relativ realistisch. Also mit der selber egal wie eigentlich schon in Interpretation dran. Normalerweise ist für den Fotojournalist Kinexdisziplin de Kriegsreportage, das zu Lützeburg nicht so der Fall, aber du Sven, warst aber mit dem Foto für du gesehen, du warst an der Gezi-Park für 8 Jahre und du warst auch bei Gilets Jaunes auf Paris, weil das dich interessiert, wie das zu dokumentieren. Erzähl mal, wie das für dich war.
ja, 2013 zu Istanbul am Gezi-Park, das war wirklich so im Moment, wo ich gedacht habe, ich müsste hingucken gehen. Weil ich gut von einem Medien so ganz sporadisch darüber berichtet, zu Lützeburg, vielleicht an anderen Plätzen mehr. Ich habe Kollegen zu Istanbul, die wohnen und die das live miterlebt tun, und sie haben mir andere Bilder gewiesen, was andere Medien als gewiesen haben. Und ich hatte das Jahr mir ein bisschen freigeholt gehabt, sagen wir mal so, und an die Opportunität gehabt zu sagen, okay, dass ich kann da hingehen. Und Kriegsfotografie ist wahrscheinlich bei weitem nicht, das ist noch einmal eine große Manifestation, die ein bisschen degeneriert wird, ein bisschen mehr aggressiver wie die heute, heute zu Lützburg war wahrscheinlich. Es war schon impressionant, weil dafür möchte ich, also generell war so eine Reportage zu probieren zu machen, der Respekt von der Situation, was kann geschehen, die ich nicht kann, in einem Land, wo ich die Sprache nicht kann und all die Sachen, wo ich schon ein bisschen Angst angehört, ein bisschen. Ich war so 10, 12 Tage auf der Platz und zum Glück hatte ich einen anderen Journalisten, Fotojournalist, Journalist für eine andere Zeitung. Und wir haben dann zu zwei sind wir durch den Gezi-Park gegangen, durch die Urteile, durch die Plätze und so weiter und so fort. Und wir waren eben dann irgendwann an der Situation, wo man ein Urteil gedreckt gesehen hat, das wo der Gezi-Park geraumt ist. Und das war wirklich Angst an Einflüssen, weil Leute fliegen mit Bullet-Kanonen schießen und die fliegen neben dem Kopf rundherum und der Gas, du kannst durch den Gas liefst an ein Urteil ran, du fliegt ein Kuchel ran, die durch den Gas, Tränengas am Urteil durchgeht, und dass jeder durch panisch rundherum lebt. Okay, wir hatten dann die Chance, den Ruf zu können, zu gehen an den Nazareth, und wissen, wo all die Verletzten waren. Und du sind mir dann noch zufällig auf eine deutsche Politikerin getroffen, die durch rundherum als Panik Telefon gerufen hat, es ist Krieg, es ist Krieg. Und kann ich mich mal mit gucken, dass ich komme. Wenn mir kein Mensch war mir witzig, das war für dicken ich. Und heute gehe ich die Reportage anders machen. Wahrscheinlich, ich gehe wahrscheinlich nach mir pertinent sein. Mit die ich gehe, wo da drüber zu kommen, das war wirklich nicht so einfach. Ich meine, das hat mich geprägt. Generell interessiert mich das sowieso, dafür klar zu stellen. Dafür sind ich ja nur auf Paris gegangen, weil ich noch schuld fand, dass dann Presse, Medien zu Lützeburg dann Fotos von AfP, Co. Wir sind 2 Stunden mit einem TGV von der Wasch. Und da konnte ich mir nicht erlauben, persönlich nicht dahin zu gehen. Ich war just ein Kehr da, ne? Und ich schon ein bisschen so rumkommen, weil ich einen anderen Jobtermin hatte, wo ich schon monatelang zugesucht habe. Ich bin morgens um 6 Uhr vorgefahren, um 7 Uhr zurückzusehen. Das tut mich sehen. Ich muss das selber gesehen. Und mir geht es nicht immer durch, einfach durch andere Medien, beziehungsweise just gesucht zu kriegen, guckt, geschieht. Heinz muss ihn gesehen. Und Heinz muss ihn leben. Und am Land haben wir dann auch das Brücht, okay, mit pur Wirder, mit den Informationen, die wir auch am Alltag haben. Es kann nicht sein, dass ein Wort oder ein Tageblatt, wo der Wiesel den Häschen kein du hinschickt, den an den Notbeschland, ab es kann geschehen. Wo das geschieht, was schon historisch für sie war. Und das fand ich da komisch. Und schon müssen du hingehen. Voilà. Und persönlich, nur haben wir da am Land brücht. Das war keine Aufgabe vom Land, oder sie mich gefragt, geh du hin? Ich gesagt, ich gehe da hin. Und ich gehe überall machen, wenn ich Zeit habe. Ich gehe, wenn ich immer so gehe an Ukraine, gehe ich an Ukraine. Du siehst auch gestoppt, weil ich einen anderen Job hatte. Ja, ich gehe überall gehen am nächsten. Kann ich nicht alles machen und muss ich doch bezahlt kriegen. Ne? Weil heute schickt keiner du hin, weil es ein Auftrag ist, außer ganz the happy few ones. Ne? Das gibt dann 20 Strisse Stück, die ganz heiß an dem Level Foto kann machen und noch bezahlt können. Ne? Mit die meisten, die irgendwo auf der Welt, egal auf welchem Psyche schaffen, die gehen mal sich hin, die schaffen, wie lange auch immer, und da kommen sie zurück und dann klappen sie einzelne Redaktionen auf, bis ihr seht, das selbst mich interessiert. Und da kriegst du vielleicht in die von den Bruchteil von den Sohn, die du investiert hast, zurück, und dann da bist du glücklich. Ich habe schon manchmal für Gezi-Park, ich habe 3 Jahre gebraucht, für die Sohn ranzukriegen, die mit Kost hat. Ich konnte Personen vom Land, Personen von RTL, und dann irgendwann denen mal ein großes Foto davon gekauft. Und du war schon ein auf 0.
Auslandsopträge, du hast da auch ein ganz Party gemacht, also schwarzen Luft von Politik oder, also noch nicht unbedingt Sport oder so, mir wirklich mit Politik oder so Sujeten. Wie Leute meinen immer, du wären dann direkt embedded, du hattest eine Mission für einen Teil von der Realität zu weisen. Wie hast du das immer ausgelöst oder gemacht? Schätzelo für Staatsvisiten und so Geschichten. Das ist ein klassischen Auftrag, den ihn hat, ja. Also die viel Auslands die sind mal schon von der Regierung organisiert, die Staatsvisiten. Und natürlich passt du embedded, weil du bist an dem Cortège, ob das mal Politiker oder am Grand Duc, bist du an dem Cortège mal dran. Du bist da könnt der Cortège, da können ganz kurz Sekretätsauto und da könnt noch den Minibus von den Fotografen und Journalisten, den du doch androhen. So, und du gehst du auf die Plätze gefeuert, wo dann alle Männer, alle andere Männer Handshake machen. So. Ja, das ist die Realität. Du gehst da hin, wir wollen mal vielleicht gar nicht. Mit das eben, das aber der gut recht zu sagen. Es sind immer auf Staatsvisiten noch nicht das Programm geguckt. So, was machen wir von all den Sachen da mal nicht? Aber was geht man Freiraum mal eine ganze Mitte einfach die Stadt gucken zu gehen oder wie Tiananmenplatz oder die schönsten Plätze von der Welt gesehen, aber nicht mehr, weil ich aus dem Cortège rausgegangen bin. Das war ein witziges Foto, ich hatte die dabei, wo ich mit dem Hervé Montaigu, wo der Grand Duc, den x-ten Tempel gucken war, so, und du hast schon am Bus gesehen, was da in der Stadt liegt, war gerade der Monsun raufgegangen, hat geregnet, war so viel Wasser an der Straße, und wir haben so Lust, der Grand Duc laufen, und wir haben uns an einen Rikscha gesagt, und wir sind da so heiß Wasser, sind wir da, und da kommen ganz andere Fotos zustande. Das heißt, du bist so viel embedded, wie du willst, embedded sind. Natürlich geht es nicht immer, du kannst nicht einen Incident Diplomatik machen, also voilà, du wärst mal irgendwo Reportage machen an der Nutzleben von Tokio, und dann gehe ich verhaftet, voilà, du musst auch immer wissen, was du musst. Du hast schon deinen Rahmen, wo du dich kannst daran bewegen, aber auch auf die Olympischen Spiele, ich habe 4 Olympische Spiele, schon immer probiert, auch einen Teil vom Land zu dokumentieren. Nicht nur Lorraine Sport, aber auch die Leute und das Land, die sich rundherum, du merkst auch, wie ein Land sich ändert, wenn die Olympischen Spiele sind oder nicht. Und das finde ich ganz interessant, zu dokumentieren, wenn du zum Beispiel Athen gesehen hast, 4 Olympische Spiele, während Olympische Spiele waren 2 Welten. Und das fand ich interessant, dann an so Kadern auch aus dem Kader rauszuspringen. Wie soll ich sagen? Das ist ganz anders. Du hast einen Auftrag, an so Auftrag kommen nicht von Lützeburg, für mal zu sagen, hey, geh mal eine Kriegsreportage machen. Du hast auch Sachen gemacht in Albanien, du hast einfach immer gesagt, hey, wir müssen da Leute helfen, wir haben ein Programm, wie kannst du das dokumentieren. Und da kannst du das Surplus und da stellst du mal Geheimdienst, die suiviert, da steht, du bist mit dem Auto, und dann hörst du alles aus dem Auto raus, und da knüpft es. Und da sagst du, da an der Nord Kalaschnikow Kugelfle. In dem Moment decidierst du, ob du eine Kriegsreportage willst machen oder nicht. In dem Moment decidierst du, wenn ich nicht mache, mache ich mit einem Helm, ich schon decidierst, ich mache nicht mehr. Weil ich mal so, da ist ein Limit, die war Schrott gewesen. Ich will mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Und von der Kriegsfotografie, wir sind heute an einem Kader von der World Press, die, wenn in die schon einen Unterschied für die Expo gesehen, dass immer Krieg, dass immer Konflikt, das sind die Fotos, die die Welt bewegen, und die Fotografen, die da hingehen, machen das als eine steife moralische Überzeugung, dass die müssen da hingehen. Das werden gesagt, du hast das Gefühl, du musst nicht da hin geschickt gehen, du weißt als Fotograf, du gehst da hin. Und das ist nicht ein Auslandsreportage, der da sagt, du kannst eine Geschichte drin, und da gehst du mit oder du gehst nicht mit. Wenn du einen James Nachtweg hat, Chance, den man kennenzulernen, wie die so, ich fühle mich mehr sicher, entretan in einem Kriegsgebiet, wie heute zu New York sitzen ich am Taxi, und ich schon immer dir am Grab, weil ich meine, du kannst schon irgendeinen Rocket, der Lansrocket raus. Und ich so, du bist aber irgendwann, bist du krank, du bist in einer Welt da dran, die nicht mehr real ist. Ich fand einen Fotografen, Kriegsreportage, das ist eine andere Welt. Ich meine, du kannst mir wirklich nicht mehr schwätzen. Und Kriegsreportage verstehst du recht, wenn du an eine Waffe geguckt hast und du weißt, du kannst heute nicht mehr raus.
Und das sind andere Leute, die darüber müssen schwätzen. Bei der World Press war ich auch zu Perpignan mit Leuten zusammen, die gesagt haben, wir müssen davon heraufkommen, dass die World Press immer nicht mehr Kriegsfotografen primiert, auf hier und allem Kriegsreportage weist. Und sie sind trotzdem nicht von der Linie, das nun einmal das, was die Leute bewegt, aber doch muss gewiesen gehen. Und dafür ist die Aufgabe von den Fotografen so wichtig. Er wird leider nicht mehr genug honoriert. Sind sie ganz große Fotografen, die einfach abgehalten bei Colin. Die haben einfach gesagt, das käme den, du musst, ob man es noch bezahlt gibt für deine Arbeit, du riskierst schon dein Leben. Sie ist vielleicht ein bisschen aufgewiesen vom Thema Auslandsreportage. Voilà, das heute zu Lützeburg können wir uns das nicht vorstellen, was das heißt, was die Fotografen erlebt und die Fotos da gemacht haben. Aber das heißt nicht, dass es keine Lützeburger Fotografen sind, die trotzdem dahinter gehen. Dann kommen wir schwätzen über ein anderes Sujet. Du hast kurz zugeschwärzt, wenn ihr auf Auslandsvisit geht als Lützeburger Fotograf, dann ist es DAX mit dem Hof. Dann ist es DAX mit der Cour Grand Ducal. Das ist ein Domain, die ganz kontrolliert ist, wo den Image, den an Fotos, die dürfen rausgehen, die ganz kontrolliert sind. Du hast auch Fotos auf der Hochzeit gemacht, auf den Hochzeiten von den Prinzen. Ist das extra schwer, extra kritisch? Wie weit hast du den Image kontrolliert? Wie weit kann ihn du nach fotografisch freischaffen? Also du hast kein SIP oder Haft, den der sieht, du darfst die Fotos nicht publizieren. Alles, was du fotografierst, darfst du publizieren. Aber du bist als Fotograf limitiert von der Platz, auf der du gestaltet bist. Das heißt, du hast dann dein Podium, und da stehst du auf dem Podium, und da siehst du, mal gut, da hast du 500 an der Mattboard tun, 1000 wäre auch gut gewesen, für die Fotos dort zu machen. An der Hinsicht bist du limitiert. Mir ein Staatsvisit, ich sage so, das ist ein spezielles Thema. Ein Prinzenhochzeit dann? Ja, ein Prinzen, das war schon eine andere Situation. Du hast nicht Foto für den Hof gemacht. Und natürlich, du hast natürlich auch, da geht nur rausgesicht, die Madame sitzt hier im Raum. Da haben wir ganz gut zusammen geschafft. Und das war, da gehen natürlich erstens mal die besten Fotos, gehen so schnell wie möglich geschickt. Wir hatten innerhalb von 4 Stunden, 20 Minuten waren die Fotos an der Welt. Und das war schon, da haben eine Agence immer angerufen, so, wir haben nicht viel verkauft, du warst zu schnell. Aber so ein Auftrag wie das, und das ist natürlich, du hast einen Haft, die sieht voilà, die sichernde Fotograf raus, willst du das machen? Christian hat die offizielle Foto gemacht am Koppelfotoen. Wir hatten da wirklich ein genial flotten Teamwork. Ich bin froh, mit Christian da und zu sitzen. Aber da wird natürlich kontrolliert, was von Bildern rausgeht. Das ist so normal. Das ist genau das wie SIP. Die Bilder, die von SIP rausgehen, haben für dich geguckt, wer wird geschickt, da geht kein Foto raus, wo den Jenny oder irgendwie, wo die nicht gut drüber ist auf der Foto. Aber dafür ist es aber umso wichtig, dass bei so offiziellen, wenn du ein offizieller Fotograf nun eben mal einen Auftrag möchte für den Palais oder für den SIP, dass aber nebendran auch Pressefotografen sind. Das heißt, dass aber auch die Realität dokumentiert das. Und dafür ist es dann auch schwer für einen Fotograf, für ein offizielles Organ, für den HAF oder der SIP schafft, dass die Fotos, die können sich dann auch nicht erlauben, Sachen rauszugehen, die just verschämt sind, weil die Presse auch dabei ist. Das ist ein guter Mix, um eine Staatsvisit, dass du offiziell Fotograf bist, weil du das so nicht vergessen, wenn du beim Kaiser am Palais bist. Wenn ich eigentlich so, ich war beim Kaiser zu Tokio am Palais, wie bist du da rausgekommen? Da war noch nie ein Mensch da drinnen. Da gibt natürlich Reglement, da können nicht 20 Fotografen rundherum laufen, wie sie wollen. Dass da just ein Fotograf von der Regierung mitgeht, für ein Foto auf einer Platz zu machen, das ist ganz normal. Aber dass die überhaupt schon auf so Plätze können, als Presse oder als offizieller Fotograf, das ist schon exzeptionell. Und da guckst du dann manchmal nicht, wie die Fotos vom Guillaume von der Hochzeit machen, bei dem nun 2 Fotografen gemacht haben. Und du guckst du nicht, ob die gefiltert sind oder du bist mal froh, du hast die Fotos gemacht. Und du hast auch nicht, du hast nicht, kann nicht von Zensur geschwärzt gehen, du sind am Ende die schönsten Fotos rausgegangen. Ja, es geht darum, auch an eine Situation nach außen zu weisen, wie sie vor und effektiv ist da positiv Bilder. Also, ich meine, nicht Leute Grimasse schneiden oder so, das an dem Kontext ist das nicht, en plus von deinem Kommand, das von deinem Klient, das ist auch der Respekt vom Klient, ich meine. Der Pascha Raffi hat den Film gemacht an einem Buch, die Foreign Affairs Agent.
Da huet der Jean Asselborn begleet wären bald 2 Joer. An hin immer gesagt, ich war 4 und den anderen do an ich sind nur den anderen gangen von all den großen Kamerateamen, die auf all den Plätze, wo sie da waren waren und du wennst heute viel Kulisse gewesen und gesagt, der Jean Asselborn war quasi mein trojanisch Pferd für die Murcht, Kulisse von der Murcht enke ganz no zu gesehen. Ich meine, dass da doch für Fotografen auf dem Sujet geschafft. Ich meine gerne Fotografen oder Kameramannen, die just eng Situation dokumentiert sich und dann sie müssen lernen Sujet go. Ich meine, da hat sich ein gerne Approche bei dem Projekt. Das ist de facto Zeit den ernst das. Ja. Wie ist es da mit der Organisation von den Fotografen? Ich merke ganz viel ähnlich Interrogationen, Fragen. Wie weit organisieren Sie sich auch zum Beispiel gewerkschaftlich Fotografen? Ich weiß, dass es dort Tentative gibt, für einen Fotografenclub zu machen, für ihre Position. Wie schwätzt ihr da auf? Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungswerte habt, für auch zum Beispiel zu verteidigen, dass sie einen ordentlichen Tarif für sein Foto kriegt, par rapport zu einem Auftraggeber. Die hat mal probiert, den Club zu machen. Oder du bist du etwas zu Ich kann du vielleicht etwas zu sagen. Ich weiß, dass eine Föderation gegründet ging aus, mengen es schon. Das am Ulafen, ja. Am Ulaf aus, voilà. Und dass du demnächst dann Sachen sollen geschehen, weil das aber eben noch an der Startlöcher, voilà, was sich ganz gut klingt, da wo effektiv eben auch all die Probleme, die du geschwert hast, wo gut wäre, für sich du einfach zu vereinen und auszutauschen. Und von weil bis nicht der Fall ausmengen. Also außer, ich weiß natürlich mit Kollegen, ich treffe den Mengen um anderen und wenn ein Problem hat oder verstehen sich prinzipiell immer gut und dann nehmen, mit das nur nicht Offizielles sozusagen. Nee, aber sowieso an der Presse ist ja auch das Medium, den oft den Tarif definiert. Das ist nicht der Fotograf, den seinen Tarif imposiert. Das Ja, sind 2 Sachen. Das eine, dass die Föderation von der professionellen Fotografen, das lebt wirklich schon, die Linien sitzt hier, so möchte ich sogar Vizepräsident gemacht von dem Clipchen da an, Frank Weber als der nächste Präsident, das lebt schon, das ist wirklich schon der Startlöcher und das ist ein ganz gut gesagt, das ist mal für das Medium vom Fotograf überhaupt mal noch außen durchzustellen und dass mal eine Homepage, dass eine Seite entsteht, wo mal gesagt, wen ist überhaupt professioneller Fotograf zu Lützeburg und schon das ist mal wichtig, für das da außen ein Klient sich sieht, ich will gerne mit einem professionellen Fotograf arbeiten, wo fanden stehen. Auf welchen Fotografen heute zu Lützeburg schaffen, auf welchem Medien, auf welcher Richtung. Die andere Seite ist das, was du gesagt hast, du hast doch mal eine Assoziation von den Pressefotografen gehen. Und das war justement für zusammenzuhalten als Fotografen gegen eine Situation, wo man gemerkt hat, dass es immer mehr bezahlt für ein Pressefoto und gehen immer mehr Amateure, gut Amateuren, die sogar für nichts machen. So, und das ist ein Problem heute für professionellen Fotografen, dass es viel Amateure gehen, weil eine Zeitung braucht Korrespondenten, weil du kannst nicht alles mit festen Fotografen machen. Aber das ist aber ein bisschen so Cercle vicieux, weil es mehr Amateuren, Korrespondenten gehen, die das quasi für nichts machen, weil das kein professioneller Medizin ist, das ist noch viel mehr rentabel, überhaupt Pressefotograf zu sein, geben nicht die Leute, die das nebenbei nicht gehen, hätten wir vielleicht mehr professionelle Fotografen. Das ist auch ein Thema, wo ich mir nicht ganz viel Freunde mache, weil du brauchst die eine wie die andere. Die Sache ist eben die, was für eine Zeitung zählt, also einfach ein gutes Foto zu kriegen. So, und die gute Foto, das geht immer mehr, gibt immer mehr Geld für gute Fotografie bezahlt. Meine erste Aufgabe als Fotoschreiber am Wort, das war mal Kontrakten zu machen, für dadurch mal zu separieren, dass der für das letzte Wort ein Handyfoto gemacht hat, nicht tatsächlich bezahlt wird für professionelle Fotojournalist. Wie viel dafür ein Foto bezahlt für die Leute? Ja, ich weiß, dem muss mal 15 € ein Foto mit, du kannst nicht davon erleben, das ist unmöglich. Und da haben wir mal Tarife angefordert, dass man das doppelt bis das dreifacht oder das Tarife bezahlt, die wo fotografisch aber so, da haben wir verschiedene Fotografen aufgeschwärzt, die es geschafft haben, die sagt, gib das mal einen Tarif, mit dem kann ich leben, wenn ich sonst nicht da nicht habe, kriege ich aber 300-400 € für eine Reportage, davon kann ich leben. Aber ich komme nicht mit 15 € ein Foto. Und das ist meine, wenn es auf der Essenz geht, für was stirbt eigentlich die Medien aus, weil
Pressehäuser immer Männer berät, sie Suen zu bezahlen, weil die das als Luxus gesehen ist, bezahlen nach einem Fotograf. Das ist so das, was am Wort geschieht ist. Da muss einfach oft dazu, nicht nur Fotograf, sondern auch Journalisten. Ich fand das allgemein. Die Leute sind nicht mehr bereit, für journalistische Contenu zu bezahlen. Ich schwätze von den Lesern. Das wirkt sich forcément aus, ob die ganze Rechtschance vorhanden drin ist. Und Fotografen, die schwammen dort zumal als independent. Du kannst als independent sagen, ich hätte gerne 1000 € ein Foto. Das ist sicherlich berechtigt, wenn du 2 Wochen in der Foto geschafft hast. So, aber wie bezahlt er die 1000 €? Da könnte der Redaktionsmanager, die sieht, mehr bezahlt 35 €, das steht in unserem Tarif. So, und dann da kriegt der Fotograf einfach nicht das, was er sich verdient. Und du kannst als Fotograf aber selber dezidieren, so, ich bin freien Autor, das ist mein Tarif. Und das schaffen ich eben just für die Medien, die mich bezahlen. Ich meine, von der wir nicht vergisst, Fotograf selbst für, das geht nicht Idealist zu sein und so ist ein Fotograf, aber das ist für allem ein Mädchen und du musst dich auch verkaufen können. Und Tarife kannst du dir jetzt verhandeln. Zu Lützeburg ganz schlecht, weil die Tarife stehen eben da und Zeitungen, dass sie da die überhaupt schon bezahlen, kannst du zu Lützeburg froh sein. Wenn du selber Fotograf, was du sie schaffen nicht für den Tarif, stehen da Tieren ab, egal wo in der Welt zu schaffen. Aber dann hörst du da auch Konkurrenz von, da sind andere, die sind auch gut. Ein Fotograf ist noch nicht mal ein Mädchen, wo du musst dich verteidigen und du musst dich verkaufen können. Und das vergessen eigentlich viele Fotografen, dass du da du hast relativ viel Konkurrenz, du hast viele Amateuren, die das Foto für nichts machen. Du hast Datenbanken, Shutterstock, wo Zeitungen drauf zugreifen. Aber du musst dich an der Welt auch verkaufen können. Und das ist nun einmal heute auch der Mädchen vom Pressefotograf, das heißt Chefredakteur kennen, du musst den wieder verkaufen. Und das Fan sieht, du kannst halt, wenn du das kannst erlauben, da siehst du, ich gehe 2 Monate irgendwo an die Welt Foto machen und da kannst du mal deine Foto an. Aber wenn du da ein Sujet traitiert hast, wo schon 20 Fotografen drauf wären, wo AFP, Reuters, du ein Sujet hast, da verkaufst du ein Foto nicht. Mit dann als ein Fotograf seine Aufgabe zu sagen, ich gucke, ich habe mich informiert, wo waren die Agenzen, wo waren die Fotografen von den Zeitungen, wo waren die, und es ist mal ein anderes Sujet. Was kein sich getraut hat zu machen, was keine Zeit hat zu machen. Mit wen hat halt Möglichkeiten? Ich meine, wenn du Leute halt muss bezahlen, evaluiert sie 2-mal, gehe ich mal irgendwo im Monat eine Arbeit machen und ich weiß nicht. Sonst, wie das Sven richtig sieht, sonst passt du bei einer Zeitung gegangen, du warst mit dem Sujet bei einer Zeitung gegangen, das war ein großes Magazin, das war keine Zeitung. Die haben gesagt, hey, hast du 50.000 € oder Dollar aus der meistens gewirrscht, und geh mal 2 Monate an Amazonas und bring Foto an. Aber wenn sie gut sind, kriegst du mehr. Das geht halt nicht mehr. Da sind ein paar Einzelne, die so schaffen, aber das sie ganz groß nehmen. Das heißt, wie man den dann als Independent? Jessica, wie finden sich das in Nischen? Muss ich gut verhandeln, gut sich verkaufen, wie die Guy gerade gesagt hat. Aber nee, es hängt immer von darauf, für wen ich Foto möchte. Dann ich mache ja Foto am Auftrag. Also ich mache Foto am Auftrag für eine Wochenzeitung, was dann mit Pressebereich, also ich mache auch Fotos für Publizitätsagenzen, für Entreprisen, für Architekten, für Restaurants, voilà, also jeder, der einfach Foto braucht, für sein Commerce, sein Produkt zu weisen. Und ja, und du schaffst ihn sich schon immer zu den so ein Pauschal mit so Tagessätze zu suchen, wo in eine Idee hat, pro Tag muss ich verdienen zwischen so und so viel, also pro Tag Foto muss ich verdienen zwischen so und so viel, dass sie dort 4 Beredungen und Nachberedungen dann dabei. Und dann wird das Foto mehr aufwendig geht, wird der Preis dann a priori mehr hoch geht, da wird Foto mehr aufwendig geht, wird der Preis dann mehr niedrig geht. Und dann ist es immer so, dass ihn dann in Gespräch mit dem Klient wird, wo ihn ein Briefing kriegt, der gesagt hat, wir brauchen das und das, muss fotografiert gehen, dann kannst du das machen. Und dann ist es doch schon gut, wenn ihn dann eine Idee mit ranbringt. Und dann darauf sind wir ihn dann sein Devis und oft steht ihn dann in Konkurrenz zum nächsten Fotograf. Und da geht dann die Besten rausgesicht. Das ist nicht immer die billigste Fleisch, aber ich meine, dass der Preis aber natürlich nicht ganz unwichtig ist. Weil, ja, wie könnt ihr nun jobben? Ich will nicht. Also ich bin froh. Gut, ich gebe mir hätten schon meine Lust durchgeschafft für Frauen. Ich gebe es flott fahren, weil wir logisch nach ein bisschen diskutieren, wenn die Frauen hat und die Fotografen, die halb bei Nähe sind, sind wir ganz froh für die und
beantwortet sind, dass du ein Mikro an Spenkleid konnten noch eventuell von rausschicken. Weißt just kurz der Hand, dass das Mikro kann kriegen. 3, 4. Ja, guten Abend, Dines Kurschat vom Presserot. Das war wirklich ein ganz flott, spannend Debatte, und ich fand, merci. Ich schon vielleicht just eine ganz kleine Ergänzung, weil just für pur Konfliktlinien aber zu weisen, weil der Presserot, das ist ja schon angeklungen, der Presserot hat sich auch gesagt, für den Informationszugang auch für Journalisten, also für Bild und Video im Kontext von Covid-19. Wir haben aber auch Konflikte mal am Haf, also wir haben auch Konflikte am Haf. Notamment was zum Beispiel die Positionen umgehen, wo der GI von geschwärzt wird, nämlich wo dürfen sich eigentlich Fotografinnen platzieren. Aber wir hatten auch in rezenten, oder nicht ganz rezent, aber doch Konflikt auch um E-Foto, wurde um das Foto gegangen ist von dem verstorbenen Großherzog Jean, wo die Visage gewiesen wurde, aufgrund von engem Schwach, von enger Redaktion, wo tatsächlich auch die Presserot konvokiert wurde bei der Haft, wo es eigentlich auch Gespräche gab, wo in Balk schwätzen von enger Zucht von späterer Zensur, beziehungsweise auch von der Frage, ob du Fotografen oder Fotografinnen plötzlich auf Liste landen und nicht mit dir für eine Obdreh machen. Also es gibt schon Konfliktlinien, das wollte ich vielleicht doch mal betonen, auch wenn wir so ein ganz friedliches Land sind, ist aber nicht immer alles so einfach. Das fährt ja langweilig, scheinst du. Genau. An dem konkreten Fall da wäre es aber so, dass da Fotografen vom Haft da waren. Und das aber da nicht vom Haft gesagt ist, mehr will just, das ist ein intimer Moment, das war wirklich der Moment, wo die Familie sich für den Grand Duchamp verneuert hat. Das war schon ein intimer Moment. Ich meine, wer von uns hier wählt, das war sein Baum, sein älteren Teil stirbt, dass da ein Fotograf dabei ist, für die Foto zu machen. Und so, die Familie da ist aber nur einmal an der Öffentlichkeit und da wird da dezidiert so. Und das war auch ganz okay von der Familie, gar nicht kalt, dass sie gesagt haben, wir wollen den Moment auch abmachen für die Presse. Und da war von allen Pressehäusern, von den großen Pressehäusern, waren 4 Fotografen waren dabei. Und da war klar im Vorfeld gesagt, der darf da machen, was er will, bleibt diskret. Es gibt eine Kondition, den Kap vom Grand Duc, weil der Grand Duchamp war abgebohrt, lang den da. Und das ist schon ein Moment, wo nicht für jeden Verein ist, da sind noch Leute, die das nicht gut fanden. Aber das ist noch nicht mehr so. Und wenn du gesagt hast, am Vorfeld, der darf da ran die Foto machen gehen, zu Kondition, dass der D-Winkel da nicht hört, geht bis dahin auch nicht weiter, und der Schiedsrichter sich dran hält, und das ist aber Fotograf, der sagt, schon rien à foutre, ich mache die Foto aber, kannst du aus journalistischer Sicht sagen, ich habe die Foto auch gemacht, ich habe die Foto, wo sie ganz ist, aber ich habe sie aber nicht rausgehen. Die ist geschnitten, ich habe auch so gemacht, und ich fand, Zensur von einem Bild fängt beim Fotograf schon an, wie ein Objektiv das der hält. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich da rangehe und ich darf nicht die ganze Raum fotografieren, und ich komme trotzdem mit meinen 16 mm ran, als das du dokumentierst Wohlrecht an die Situation, wie es da war, ich fand, und ich hätte sie können, so weise, ja. Aber wenn aber von vorher gesagt wird, du kannst mehr akzeptieren, Presse an so einem intimen Moment, und du hältst dich dann nicht, und das wenig, was die Familie gefroht hat, das war die richtige Geschichte. Dass sich dann noch abgeregt wird vom Haft, das war evident. Dass eine Zeitung das publiziert, als eine ethische Decision, ob es da ein deutscher weiß, also ich weiß, seit ich 30 Jahre lang Pressefotografie, und egal wie, ein deutschen ist nie gewesen gehen. War an der Pressewelt, an der World Press, und du guckst, wie viele Deutsche das da gewesen sind. Aber der Teil war aber ein privater Moment, fand ich. Du musst sich mal selber in die Situation setzen. Ob er wählt, ob ein Fotograf bei seiner Familie präsent ist.
Also schon selber bewusst nicht bewährt, schon just gesagt, dass es da einen Konflikt gab. Und ich fand auch, also es kann in das natürlich diskutieren, was sozusagen die ethische Prämisse ist und auch die Frage vom Kader ist, zu diskutieren. Aber hier war es auch eine Frage von der Kontrolle. Es sind ja aber trotzdem verschiedene Stationen, wo der Fotograf gar nicht ganz allein ist. Der Fotograf ist auch noch von einer Redaktion begleitet, wo auch redaktionell Decisionen getroffen gehen. Also das ist vielleicht aber wichtig, in so einem Kontext auch zu sagen. Ich meine, früher für eine Staatsvisite wie ein Fotograf, du embedded das, oder ich meine, wir haben Staatsvisiten daheim. Das ist ja nicht nur im Ausland. Aber daheim, wenn ich da mein ganzes Staff habe, und ich schon nicht nur einen Fotograf auf eine Position, du kriegst vom SIP. Also, wenn schon die erste Staatsvisite, da sind wir rundherum gelaufen wie Hänger, und da sind da Leute für am Grand Duc rundherum gelaufen. Das war ich auch nicht gut fand. Ne? Du hast. Lo ass dat bëssen zuviel geordnet, méi op Mansketmoll vum SIP ginn do Tribünen opstalt, dats all Fotograf kann schaffe, well ein zu do 40 Fotografen, dat sind da viele, wann déi all gut. De Problem ass haut ganz einfach wann ech eng Visit gemat hunn 24 Joer oder 25 Joer, da war ich fir de Repudo, den Herwe war fir Tageblatto, da waren do 4 Fotografen, wo d'Securitéit jiddweré vun eis ma am Numm kant huet. Aber mir do no wenn net gecht Meter zurück, sind Meter zurückgegangen. Haut ist soviel Fotografen, das net mit ze managen, a forcément ginn déi 40 Fotografen dann an so Käfech eigentlich do gestach, an du musst vun do schaffen. So, das natürlich für Fotograf gëtt nicht schlimmer wie wann dich du ankercht an du darfst nicht ernst just aus dem Winkel fotografieren. Das aber kein den als forciert an der Kercht sitzen zu bleiben, kannst du auch an den Publikum stellen. Das sind ja auch matt dat Einsicht, wo du den Foto und da ja kannst verkaufen. Also es gibt nicht viel Sujet zu Lützeburg, mengnisch, wo du so aber ein Marché hast von Frau mit Herz, über Point de vue und alles weiter. Das ist, dass sie noch, ich weiß, dass du auch unter den Fotografen dank seiner Konkurrenz hast, fürs zu verkaufen. Ja, mit die also Royals-Bilder verkaufst du zu Lützeburg nicht, denke ich. Du hast alle Haus, alle Zeitungen, hat sei Fotograf. Stefan Berner ist immer schon du. Ja, nee, den ist auch nicht überall. Nee, ich weiß, was du willst so. Du sind mehr Hund zum Beispiel beim Wort, du hast zum Beispiel eine Agence, die hat ganz einfach mal alles ausgemacht, dass mehr alle als Royals-Bilder und die weitergehen und die verkaufen, und wir kriegen dann eine Pourcentage davon. Aber ich meine allgemein, der Paparazzi-Fotograf, das fährt nicht, dass das ein bisschen ausstiftet, allgemein. Aber du siehst aber noch bei einer Staatsvisite von heute Grand Duc mit irgendeinem anderen Staatsgast, Lange de Palais, du siehst aber noch, wie viele Fotografen da stehen, die alle von irgendeinem bezahlt. Das sind aber noch AFP, Reuters Fotografen, und sind immer ein paar Stück Einzelne, die noch am Paparazzi-Bereich unterwegs sind. Da wird noch Geld bezahlt, aber du musst da schon ein Foto haben, die ein bisschen anders ist als für all die anderen hier. Und das ist auch ein Mädchen, das scheinbar muss verkaufen. Und die wüssten schon, wenn die auf Lützeburg kommen, haben die hier Fotos am Vierfeld schon verkaufen, die so und denen voilà. Da gibt natürlich auch Fotografen, die verkaufen und 10 Zeitungen Exklusivfotos, die offiziell vom SIP rausgehen. Voilà, das ist nicht ganz korrekt. Aber wieso, muss sie sich verkaufen. Und ich denke, allgemein die People-Fotografie von der Sturmfotografen schätzen, also da sind da viele, die nicht abgehen. Es sind noch große Agenzen, schon zum Beispiel der Jean-Michel Pialat, der war Direktor von Abaca Press, also eine weltweit große Fotoagence, aber die haben für ihre Fotografen nicht los, weil es für was. Ich habe nicht die Impression, dass man einfach mal an den Kiosk, an der guckst, der hat von erster Impression, dass es Männer Magazine halt an einem Kiosk gibt wie 24 Jahre. Ich meine nicht. So. Gibt man Kiosk? Gibt man Kiosk, ja, das ist auch für. Aber ich fand es aber nicht Männer Titeln, wie es damals hast, nicht die Impression. Das heißt, dass ja aber noch viel Print, die an einem Kiosk lebt. So, wo ist das Problem, dass mit Impressionen, dass du ein Mädchen ausstirbst, als Fotograf spielst, dass man Geld da hast? Die Fotografen nicht los, ganz einfach. Journalisten nicht los. Das ist ganz einfach ein Businessmodell, den nicht mehr abgeht. Dass du ganz einfach die Presse geliefert wird von einer Publizität, die sich schaut so, und manchmal mit Pub auf Facebook an.
Ich habe genauso viele Leute auf Facebook, ich nicht da, oder ich mache für das, was eine Zeitung kriegt mehr 5.000 € für eine ganze Zeit einmal am Wort zu sein. Da seht vielleicht du seht ganz einfach, die, die einen Pip möchte, man wird 5.000 € invitieren, ich bin sämtlich Klima bei mir schämen und ich meine ein Event. So, du musst pressisch einfach vorstellen. Und ich meine, da ist auch die Situation, wo an der Presse ist, dass ihr Businessmodell einfach auch nicht mehr abgeht. Dass du, nämlich von der, das heißt, du musst Wand und Numero musst du als Haupteinnahme holen, weil Publizität drauf geht. Aber wer kauft halt noch gern ein Printmagazin? Und ich meine, du hängst um Contenu, wohin sich muss verkaufen. Das heißt, wenn du gute Storien hörst, wenn du egal welches Magazin, ob sich aufmerksam ist, und die haben immer flott Storien, wo du sonst nirgends gesagt, mir dann kaufen wir in das Magazin. Mir was lebt aber heute, ich meine, und das habe ich schon am Wort auch gesehen, die ganze Energie, die Hauptenergie an einer Redaktion geht heute online fort. Das heißt, du sitzen so viele Leute, die auf den Online-Kanal müssen schaffen, für schnell News zu bringen. Mir das aber, das möchte ich verreden. Aber es schön, dass ganz einfach, dass die ganze Storytelling recherchiert, Geschichten einfach zu kurz kommen an dem Ganzen. Und ich fand, das ist aber Kapital von einer Redaktion, wo es mit guten Geschichten, dass man uns für die Menschen sollen interessieren und nicht für die Small. Also das ist so meine Auffassung an der Covid-Geschichte. Ja? Da gehen wir ja mit Zölle bombardiert. Aber was heißen die Zölle? Und nachdem es eine Regierung Zölle publiziert, du sagst, am Hängen an der Aufgabe von der Presse, mal bei den Leuten zu gehen, die von denen Zölle betroffen sind. Was heißen die Zölle einfach? Wer sind die Leute, die krank sind? Sind die wirklich um Covid? Das ist so, wow, das ist schon ein bisschen. Das geht schon weiter. Aber ich fand, da fängt aber der Journalismus an. Und ich fand, da muss mehr Zeit, und Zeit ist eben Geld, investiert gehen, einen guten recherchierten Journalismus, ob das Fotojournalismus oder ob das Journalisten allgemein. Sie müssen mehr auf den Terrain gehen bei den Leuten. Und ich fand, da kriegst du auch die Leute vielleicht und den Medien. Weil heute gibt ganz viel Journalismus vom Büro aus gemacht. Und das ist meine Presse, bis du selber schaut. Also, wenn ich mal das erleben, das ist ganz viel ein Problem von der Masskritik. Also, der Lützeburger Marché ist einfach immens klein. Wenn du guckst, was internationale Medien am Online machen, ist das beeindruckend. Wenn du geguckt hast, so Stimmung vom Kapitol, was die an den amerikanischen Medien online abberät gehen, als mit einem erzählen, wo nie rangegangen ist, die haben unwahrscheinlich Schmeiern, hier sind Leute zu zwei. Also, wenn ihr an den Online geht, da geht ihr noch mit denen vergleichen. Ne? Wenn ihr zu Lützeburg am Kiosk verkauft, da kaufen die Leute vielleicht Wort für die Todesannoncen, für die Immobilienannoncen, auch für ein bisschen zu wissen, was dann in der Politik los ist. Wenn du an den Online gehst, da kannst du natürlich auch an eine ganz andere Konkurrenz und du hast noch kein Geld verdient zu Lützeburg. Also online hast du gut kein Geld verdient im Moment, außer die das fertig spricht und das Reporter, die Abonnementer verkaufen. Ne? Just, man wollte mal am Saal schwätzen. Ja, ich wollte dich fragen, das Mikro geht. Okay. Wie wird zu dir kein E-Wort in der Video geschwärzt? Forcément, als Komparaison ein gutes Foto oder ein Video, den du wahrscheinlich aber mehr lebst hast, wird den nicht halt mehr einen Impact wie ein gutes Foto. Das muss vorausgeschickt. Und dann hatte ich aber heute geduld, ich habe gut Foto gesehen, die könnten irgendwie von uns kommentiert gehen und so. Aber ich bin frustriert, ich so, aber das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Weil, wie gesagt, man eine Ausstellung hat, und dann laufen von einer Naissance, laufen nirgendwo, wo dann ein Kommentar gemacht wird von Kriegssachen. Also, dass mir schlecht geht, wo ich das tue, dass die man nicht konnte, effektiv trennen. Also das ist penibel, das tue. Ich muss euch das sagen. Das heißt, hier über die Qualität von einem Foto zu schwätzen, war der Bild, den ich gedacht habe, den heute nur Teil wir. Es geht just, wie kann ich nach Frick verdienen? Und du könnt ihr vergessen, weil alle Menschen haben ein Telefon, ich kann Fotos machen, und das überall kann sie auch den Moment verkaufen. Also du als der Pressefotograf effektiv, die kannst du vergessen. Und dafür nein, ich bin dick enttäuscht von ihrer Invitation, die ich da mal vorgestellt habe, die hat ein bisschen mehr Niveau. Pardon. Ich kann euch kurz auf das Video, die hat recht.
Ich komme ja aus dem Wort an da seit 10 Jahren gibt es eine Videoequipe. Aber wenn man mal das Site vom Wort guckt, wie viele Videos sind da drauf? Und wir haben probiert, das immer mehr zu promoten, wie gehen die Videos nicht mehr, wie gehen die nicht mehr prominent gewesen, weil da sind Leute, die haben gut geschafft, lange ein Video geschafft, weil ein Video müsste nicht mal einfach wie ein Foto und du schickst, du hast wirklich einen Tag, Arbeit, 2 Tage Arbeit plus Montage dabei. Und du sind ganz gut recherchiert Videos, die Wort laufen, aber sie sind nicht wirklich präsent. Wenn ihr dann das Budget gefragt hat für die Video-Equipe, dann hat geheißen, ja, aber das Video kriegen wir nicht monetisiert. Da steht er da als Fotograf oder Videomann, und das ist manchmal genau das erste Phänomen. Bei der Fotografie sind wir längst. Video, das ist aktuell. So, gebe ich euch völlig recht. Aber die erleben aber genau das erste Phänomen wie die Fotografie. Du kannst so viele Videos publizieren auf einem journalistischen Site. Wer bezahlt dafür? Das da bist, dir geht recht, es geht um Frick, aber ich meine, die Leute, die Arbeit machen, die Fotos machen und Terra, die muss ja auch bezahlt sein. Die machen das ja nicht aus sicherlich als Idealismus, sonst müsste den Job nicht. Aber die Leute müssen ja auch bezahlt werden. Wenn kein die Leute mehr bezahlt, musst du aber über Lebensängste oder du musst da wirklich Fragen stellen als Fotograf. Ich bin ein Idealist, ich bin ja nicht Fotograf, ich bin en plus journalistischer Fotograf gehen, weil ich den Kontakt mit den Menschen gerne habe. Sonst wäre ich vielleicht Naturfotograf gehen, aber ich schätze lieber mit Leuten wie mit BEM. Aber das ist eine Decision, die am Leben hält. Und du hast einfach einen Job, du gehst nicht mehr dafür bezahlt, für den Job, was du machst. Und du hast recht, du musst einen Fotograf da so und dann hauen sie eben ab mit dem Job. Aber wäre es gut, wenn es halt keine Fotografen mehr geben, die an Zeitungen publizieren. Ich meine nicht, ich will gerne Fotos gucken. Ob die Fotos, ich muss ja recht gehen. Wir haben der Foto geschickt, wir haben Datei, wir haben Jitfried heute ein bisschen seine Geschichten erzählt. Das wäre vielleicht ein bisschen, das wäre gut gewesen, wenn der Jitfried, der von einer Geschichte erzählt hat, die Foto gewesen, dass man Reportage wirklich kommentiert. Und ich auch probiert, am Anfang, aber da lebt ein System drin. Gehen ich erst recht, aber er froh vom Video, geht es denen genauso wie denen an der Foto. Wer bezahlt das? Und das ist nicht das Video an der Fotograf, den das dezidiert, das ist noch immer den Editor, das ist noch immer den, der sieht, kriegen wir nicht monetisiert, also wird nicht mehr daran investiert. Das kann ich nicht sagen. Das heißt, das Null war, ja, schon nicht hören, mir was soll ich sagen? Das abgeholt. Also, könnte nicht geschnitten. Ne? Also das ist natürlich froh, ob ihn hat, das müsste ganz anders gehen, mit den Abend war, wir schwätzen über Fotojournalismus zu Lützeburg. Und dann ist forcément die ganze Bandbreite da dabei, von der Geburt bis zum Tod, das ist so. Und da sind noch, da habe ich express ich habe Fotografen invitiert, für Fotos zu schicken, und schon da eine Selektion gemacht an denen ganz diverse Fotos, die wir gekriegt haben. Aber das ist eben die Realität, dass es vom Sport bis bei... Nach. Frohen Remarken, Diskussionsvorschläge. Ich war verschiedene Fotos vielleicht diskutieren, die da gesehen hat, die ich markiert habe. Also
kontrament zu dir fand ich nicht das Foto river ist. Ich fand Nee. das eng einer Konzentration ob ein Bild ob ein extra Log si immer du ganz stark Foto wann dat Video wär gift dat Land schlafen an da gi net dem Mann gesimmert der Maske wie den nur Otem sich dann gi net gesinn dass Leute an den Drohnen probéiere grad irgendwie ihn unzurufen weil dat miséier geht ich mein das einfach bis anderes das komplementär das etwas anderes ich mengen das Haut ganz tags Jungjournalisten muss sowieso alles machen, die muss Filme fotografieren, Tonerpolen, Journalisten vom Radio muss noch Foto machen oder vom Fernseh für ein Internet sieht. Und du verlierst dann immens viel Konzentration. Also ich sehe nicht, alles immer gerne probiert, dann ich fand es immens schwer, für an engem Foto zu machen, an Noten zu holen oder nur zu denken. Weil du musst, wenn du ein Foto machst, forcément ernst gucken, an ernst erleben, wie wenn du just willst nur lauschen und da siehst, dass ein Heide ein Foto möchte. Das ist ein ganz anderer Beruf. Und ich meine noch das Video ein anderer Beruf als wie Fotografie, aber das sich nicht unbedingt ausschließen. Geht das natürlich Video sexy ist. Aber Video möchte ich schon lange. Ja, ich meine, Video am Storytelling schon das ist ein interessantes Medium. Du kannst viel mehr darüber erzählen. Die Bewegungen, als Fotograf hältst du mehr den Moment fest. Und ich habe für mich selber die Decision geholt, noch nicht an das Video zu gehen. Aber ich war immer auch Chef von einer Videoredaktion, dafür weiß ich relativ gut die Hintergründe doch. Und die Frage vom Herr war ja auch ein bisschen, wir schwätzen heute just von Business. Das ist nicht wirklich schwer. Ich meine, noch viel von Deontologie geschwätzt. An Passion ich fand die Passion von den Fotografen dass danach ging die dat man ob schon dass schwert Geschäft das die überhaupt nach Suen zu verdingen der schwätzt von einer gute Fotografen sitzt am Salden Iwer Lambert die kann auch selbst davon erzählen und mit ging viel gut Fotografen für sitzen die sitzen das war schwer. Ich meine, gibt mehr gut Pressefotografen heute zu Lützeburg an den 50er Jahren, wie ich meine, die auch an der Welt geschafft haben. Und dann noch Remo Reuter. Ich stelle dir vor, ich so eine Remo Reuter, Yvan Lambert, ganz gut Fotojournalisten. Aber wen nimmt so eine Gerlo an dann unsere mir vergisst? Sicher, dass eine gut fotojournalistische Kultur zu Lützeburg gibt. Aber heute, wie viele Fotografen können noch von der Kunst leben, weil ein Bild, das der Mensch bewegt, als Forschung auch Kunst, schießt nicht. Vielleicht will der Yvan Lambert auch etwas sagen. Die Christian will etwas sagen, ja. Ich meine, das ist ja auch wichtig, wo ein Foto gewiesen wird. Ich meine, hier all die Millionen und Millionen Fotos, die zirkulieren, und sind da ganz viele, die mal gar nicht gesagt haben. Von welchem Moment du lebst, ein Foto, wo ihnen sich bewusst ist, dass es gut geht oder gut ist. Als das schwenkt an der Lützeburger Presse, ist ob da so viel Platz ist für Fotos zu weisen. Haben wir den Kontext von einer Ausstellung, als eine Ausstellung, die wir organisieren für die Aufmerksamkeit auf Fotos. Hat denn die Foto von dem World Press anzujanisch gesehen oder geguckt? Ich weiß nicht. Also ich fand es immens interessant, dass so viele Leute die Ausstellung gucken können. Ja, wie muss nicht passieren an den Kontext von einer Ausstellung. Sie haben auch Pressefotos. Wie viele Leute haben die an der Presse gesehen, effektiv? Nur die Leute, die herbei sind oder die sie gucken gekommen sind. Das ist der Lieu, wo ein Foto gewiesen wird, hat sich auch geändert. Und oft sind da auch mehr Artisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie wirklich Fotojournalisten. Yvan, siehst du als etwas über die Evolution vom Beruf, den du schon lange gemacht hast? Das ist so gut nicht. Nee? Nee, das ist nicht. Das ist nicht, pardon. Das Tut mir leid. Die sieht wirklich Pardon, ähnlich. Monsieur. Das ist zu deich, das ist gesehen nicht gut. Ich hätte wirklich gedacht. Ja. Ich hätte wirklich schon den am Saal gesessen. Ines? Tut mir leid. Gleich, aber wirklich. Das ist die dick fett Maske. Ja. Können nicht mehr durch. Ich bin aber noch eng froh, ich bin ganz viel witzig, weil dir von der Föderation geschwärzt hat. Was mir aufgefallen ist, ist dass eigentlich die Reflexion über so ethisch Frohen oder auch über die Froh, was darf eigentlich ein Fotograf, ein Pressefotograf, was sind eigentlich überhaupt die Richtlinien von einem Pressefotograf? Ich schon ja die Jungleute bei mir im Kurs sitzen und ich stelle fest, so wie du, Guy, dass eigentlich
das Wissen darüber, was ist eigentlich Pressefotografie und wie viel für was darf man eigentlich darunter nicht so viel manipulieren wie vielleicht an einer Fotoen, dass das nicht ganz verbreitet ist, so dass mich interessieren, die Föderation, die dir gründet, möchte die auch eine Reflexion über den Beruf oder ist das dann just eine Berufsorganisation für Rechte zu verteidigen oder möchte die auch eine Reflexionsarbeit? Also der Teil ist ja nicht die Föderation von Pressefotografen, der Teil ist das die Föderation von den professionellen Fotografen. So, und da ist natürlich flott, dass wir so alle Guten dran haben. Und da geht natürlich auch, ich meine, an einer Publizitätsfoto geht nicht so um Tätig vom Bild, weil da sind vor allem kommerzielle Fotografen dran, denke ich mal. Also wir sind am Moment an einer Phase, wo wir probieren, mal die Fotografen als zusammen zu kreieren. Und bis wir die Fotografen als zusammen haben, machen wir mal eine Plattform. So, an die Plattform geht es irgendwann, wenn sie fertig ist, geht die vorgestellt. Ich will noch nicht mehr darüber sagen, weil es geht in die Richtung, dass wir mal die Leute weisen, hey, da gibt es eine Plattform, wo es die Fotografie zu Lützeburg etwas geworden ist. Und natürlich soll doch den Zweck sein, dass wir da Ausstellungen machen und dass du auch vielleicht idealerweise wären wir schon mit der Geschichte so weit gewesen, dass wir heute schon könnten auch, wir hatten ja auch darüber im September geschwärzt, dass heute auch mal Diskussionen über Rangrechte vom Bild, was du darfst, aber was du nicht darfst. Was du darfst als Fotograf zu Lützeburg oder nicht, wäre ganz interessant, mal mit Juristen zu diskutieren. Aber das ist aber von Fall zu Fall, also das aber auch nicht das anzuschätzen. Das heißt, es gibt gewisse Richtlinien, die wie heißt das jetzt, CNPD.lu oder ich weiß nicht, wenn du da ein bisschen durch die Artikel liest, was ein Droit à l'image ist, und du gehst aber schon gewohnt, was du darfst, aber wie dass man zu Lützeburg schon keine Prozesse hat bei so Sachen, das ist doch schwierig zu sagen, wie weit kannst du gehen? Du kannst als Fotograf so weit gehen, wie du willst. Du gehst an das Kriegsgebiet, gehst du so weit, bis dein Kohl am Kopf ist. So, wenn du daheim fotografiert an einer Straße und die will das nicht, an den möchte einen Prozess, dann hast du den Limite kennengelernt. Und das ist sowohl an der Kunstfotografie wie auch an der Pressefotografie. Wo die Kader aufhängt, da wo er abhält, ich meine, das ist immer am Konsentement mit einer Person, wo du fotografiert, und idealerweise hast du die Frau für dich gefragt, ob sie wollt fotografiert oder nicht. Für das Bild, was wir da gesehen haben, ein Mensch, der sich verbrennt für so viele Leute, die kannst du nicht mehr fragen, ob sie wollt fotografiert, oder nicht publiziert das Bild oder nicht, das ist eine deontologische Frage. Du stellen sich aber froh, wie auch DAX an Krisengebieten helfen nicht der Frau oder fotografieren nicht frei. Die Sache ist, bei auch hast das Foto gewiesen, hat Foto gewiesen, wenn sie nicht zu Lützeburg geschieht wäre. Ne? Und das ist in Europa, also Weißleute gehen nicht unbedingt gewiesen, so mal. Wir waren aber in Kant oder in Afrika aufgeschossen gehen oder auf der Plage leiten, die wird dann aber in der Zeitung ausgedruckt. Du hast das Bild, weil man gerade gesehen hat. Ich hatte es geprintet, gell? Ja, aber das also schon die Foto ja selber gemacht. Das war von den schrecklichsten Momenten in meinem Leben, den ich erlebt habe, fotografiert habe. Und ich habe auch selber, da haben Leute reagiert darauf, wie kann ein Fotograf so ein Foto machen, am Platz der Frau zu helfen. Es muss ja immer den Kontext von so einem Bild gesehen. Wir waren auf der Platz da, invitiert vom Mouvement Ökologique, meine Schwarz steht sogar irgendwo dran, für eine spektakuläre Aktion zum Klimawandel. So, und da gehen dann 5, 6, wir waren zu 2 Fotografen und einem Kameramann, und wir standen da, und die haben da einen Dinosaurier abgebaut. Da liegen noch die Ketten am Boden. Und die haben den Dinosaurier da abgeblasen. Und das war eine spektakuläre Aktion, auf der wir vorbereitet waren. An der Banker steht da eine Frau vor mir, die sagt, Monsieur, reculez, je ne veux pas vous blesser. Und ich gehe zurück, ich habe gesagt, geht eine Aktion hier an, ich schaue meine Kamera, ich strecke da drauf, an der Banker spüren, ich ein wahnsinnig schätzt. Ich könnte, aber was müsste intuitiv als Fotograf, müsste Foto. Und du siehst, okay, die haben eine spektakuläre Aktion hier annonciert, da hatte ich bald vergessen aufzudrücken. So werden wir das hier gehen. Und ich mache während genau 12 Sekunden meine Foto an, und ich habe gemerkt, was gelaufen ist. Du hast die Kamera raufgegangen und 112 gerufen. So, und das
ich konnte mit der Situation nur eins gehen, weil ich mein Kommandant von der Pommerschen aus der Stadt und ein guter Freund von Kommandant von der Pommerschen von Bete, wo ich immer gesagt habe, mehr wisst ihr, was geschieht ist. Die Frau, die hat sich damals beim Minister angemeldet, weil sie eine Autorisation nicht gekriegt hat, sie wäre Victim der Rassismus. Und die Frau wollte sich Rosegärtchen verbrennen. Vierum, die hat gesagt, wenn ich meine Autorisation für meine Garage nicht kriege, wo ich Auto will flecken, da verbrennen ich mich. Die Frau hat aber keine Autorisation. So, du hast gemerkt, dass in der Stadt Presse war, und du steht die auf ein Kaffee und Neues, und die verbrennt sich. 1412 und 12 und sagt so, Guy, wo ist die Frau? Ich hatte die Leute 3-4 im Zirkel. 5 Minuten drauf, ganz Stadt war präpariert auf die Frau. Wir haben die Foto gemacht. So Leute, hast du nicht können der Frau helfen, am Platz die zu fotografieren? Nee, das ist ganz einfach. Als Fotograf schaffst du instinktiv, du siehst selbst, was passiert, dein Instinkt als Fotograf ist mal aufzudrücken und einen Moment zu dokumentieren. Und irgendwann merkst du, was da wirklich recht passiert. Und da sagt natürlich Nerni, der Kommandant von der Pommerschen, dem er sagt, stell mal vor, ich wäre als Kommandant von der Pommerschen da gewesen, was hätte ich der Frau können machen? Ich hatte kein Lastdecken dabei, ich hatte nichts. Hast du die Frau angepackt, du gibst halt kein Foto mehr, weil die Hand verbrannt wäre. So, als Fotograf, was das tun? Das ist ein Extrem. Wem geschieht das doch schon für so ein Bild von den Herzen zu? Das geht auch nie mehr raus. Mit das, an dem du mit Leuten darüber schwätzt, an den Kontext, also auch klar, an dem das da geschieht ist. So, und das steht oft nicht an der Presse. Für was, weil das nicht gesagt kann. Und da sind auch beim Palais oder wo auch immer, da sind auch Geschichten gezählt, wo der Kontext einfach nicht kann gesagt gehen, was wirklich geschieht ist. Und dann können die Leute sich just mit dem Bild referieren, so, was sieht das Bild da aus? Da ist eine Frau, die hat sich emuliert von hier selber, wo sie sieht, sie wäre Victim der Rassismus. Ja, das, also, voilà. das ist schon relevant, das ist eine Schwarzfrau. Also, die hat mit der Autorisation hat damals ganz lang gedauert. Also, sie hat das wirklich so, die Frau ist auch nur darunter gestorben, sie ist an die Klinik gekommen, also sie ist nur in ihrer Blessur gestorben. Also, das ist schon relevant in diesem Moment. Ne? Also, ich fand es richtig, dass sie die Foto gemacht hat. Ja, das ist immer, alle Fotos, die gemacht sind, ist gut gemacht, weil das ist unser Job als Fotojournalist oder als Fotograf, als Zeitgeschichte zu dokumentieren. Ich meine, das soll die als primäre Rolle sein. Und das müsste als eine Überzeugung, und sonst gebe ich den Job nicht machen. Wie ein Foto aber dann noch publiziert wird, das ist immer eine andere Sache, eine ganz wichtig, was in der Foto steht, der Kontext. Und da fängt, wo unser Job eigentlich abhält, wo wir als Foto aufgeliefert haben, fängt eine Redaktion an, mit der Foto zu schaffen. Und das ist forcément nicht mehr das, was der Fotograf auch gesehen hat, weil der Journalist nicht zur Platz war. Du kannst nach just erzählen, schon noch live im Radio mir. Wenn sie mich da angerufen, Guy, erzähl uns, was da geschieht ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich da gesagt habe. Das ist ein Schockmoment, wo wusste, Gott sei Dank verdaut, weil es mit professionellen Leuten schaffst, nicht mit Psychologen, da schaffst du mit Leuten, die mit so Sachen zu dienen. Wie das macht ja der Fotograf auch für den Rest von seiner Karriere, weil dann weißt du mit so Situationen umgehst. Und du verstehst auch ein Droit an Image, wenn es dich für Menschen interessiert, was du soll eine Rolle von einem fotojournalistischen Fotograf sein, respektierst du auch die Leute, die du fotografierst. Und da ist immer ein Konsentement, und idealerweise schaffst du auch mit Leuten, die du porträtierst, die auch gerne ihre Geschichte erzählen wollen. Und das wäre viel mehr flott, mehr schöne Geschichten zu dokumentieren, schöne Fotostorien in Zukunft zu machen. Und ich denke schon, dass Zeitungen noch in Zukunft nachbereit sind, flotten Storytelling zu bringen. Ihr schon nach. Ja, könnt vielleicht nur ein anderes Foto machen. Par rapport zu, was mit dem Foto da noch geschieht, was der Guy sagt, da noch was an einer Redaktion, und das war für mich schwierig für die Zeit, wo ich Fotoredakteur war. Mit all den Fotos, die aus den Agenzen chronologisch am da rausgekommen sind, wo dann von einem Sujet, von Peoples-Fotos, ob Accidenten, ob Kriegsfotos, die einfach so defilieren, wo sind dann ein Foto raussicht, für mich die beste, die an den Layout passt, dann geht es noch extrem abstrakt. Und das war mir am Anfang nicht bewusst, mir noch ein paar Monate habe ich gemerkt, wie das Bimmel angefangen hat, mir zu schaffen. Migranten, die am Meer trinken, und da könnt ihr noch ein Hollywood-Foto, und da könnt ihr Maps von einem Accident und so weiter.
Foto geht dem Moment ein Objekt und probiert den eine Seite aufzubauen, dass die Dynamik von der Seite funktioniert. Und dann oft, dass da gar nicht mehr am Sujet dran, was steht da an, wie nicht gemacht. Und auch, ich habe nicht die Impression, dass da Zwiebel bei den Fotografen, wo auch die Akzidente fotografiert, einen psychologischen Zwiebel. Auch von bei den Akzidentfotos nicht immer alles gesehen. Ich meine, der Fotograf hat aber ganz viel mit, was nicht immer wollte gesehen. Und ich habe nicht wirklich die Impression, dass du Fotografen unterstützt gesehen oder dass du das Zwiebel, wo sich vorgestellt gesehen, ob dem da etwas ausgemacht oder nicht. Und da ist doch ein fotojournalistischer großer Moment war das Fliegerakzident. Da wird natürlich auch davon geschwärzt. Ich war selber nicht da. An dem Moment, wo der Flieger aufgefallen ist, stand ich an einem OP auf einem offenen Herz und ich Foto gemacht. Und dann habe ich hier am OP mit alles frei, dass der Flieger aufgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, du musst hier fort. Ich bin aus dem OP raus, schon an die Redaktion angerufen und sie haben mir gesagt, geh alle erst da hin. Und wir hatten einen Fotograf, der war am Sheraton den Tag, und den hat gesehen, wie die Pumpschiffe vom Flughafen rausgefahren sind. Und den hat gesagt, wenn Pumpschiffe vom Flughafen rausfahren, vom Flughafen, dann ist irgendwann passiert. Den hat Stroh gehauen, der war der nächste Fotograf zum Platz. Der Guy Jallier ist ein ganz guter Fotojournalist heute zu Lützeburg, den hast du mal da eins gehen. Für was, weil den auch schon viele Akzidente fotografiert hast. Und irgendwann, du kriegst mit, was du lebst, du dokumentierst das, du siehst Leichen, du siehst verbrannte Leute, du siehst Akzidente. Wir gehen auch, wenn ein Mensch von einem Zug überrannt geht, das ist nicht schön zu gucken. Oder wenn ein Mensch zerstückelt geht, du leidest den Kopf hier runter als Fotograf. Da musst du kein Foto. Du wärst du bis 40 Mal, bis der Park geht, du wärst halt so 2 Stunden, bis du ein Foto machst. Ich könnte ja doch Foto machen, aber das müsst ihr einfach nicht. Aber die Bilder, die brennen sich aber halt dran. Und irgendwann siehst du, die Pomschen und die Sekuristen, die sind das ja auch, die Police, die gehen auch da mal da eins für was, weil sie mit denen nicht schwätzen. Da musst du nicht unbedingt der Psychologe und geht halt da. Wenn du Kinder gesagt sterben, das ist eine andere Sache, du hast irgendwann, oder wenn du Leute kennst, die du gesagt, das geht ganz wundersch. Wir haben Christus sind froh zu antworten, wir haben an Fotografen immer mal nie geschwätzt. So sind die was Kehlenobenden organisiert, die für über so Sachen zu schwätzen. Die anderen Fotografen sind im Fliegerakzident gar nicht eins gehen, dann der macht er. Gibt der macht der Haut noch leben, gibt Haut noch davor schwätzen. Voilà, wir so Leute brauchen dann aber irgendwann mehr Hilfe. Und sich, wenn der Fermo soll sein, fand ich die Fotografen halt zu Lützeburg, die an dem Marché schaffen, ob das Fotojournalisten sind oder professionelle Fotografen, ich fand mir Sinn, das ist ein ganz gut, soll ich sagen, eine Freundschaft zwischen vielen Fotografen, eine Sympathie, und es gibt kaum eine Konkurrenz, wie in am Ausland gesagt. Wenn du es im Ausland schaffst, du hast den Fotograf, der neben dir steht, das ist dein schlimmster Feind, der den Foto probiert zu klauen, und der ist da, wie es du probierst zu verkaufen, und hat mir einen billigen Preis. Dafür hat zu Lützeburg kann ich schon sagen, dass ein wirklich gut Entente zwischen Fotografen besteht. Und das fand ich ganz viel Wert heute zu Lützeburg. Schön. So ist noch ein froh oder eine Remarque. So gebe ich so ein vielmals merci, dass da kommen sieht. War eigentlich ganz spannend, viermal mit den Leuten zu schwätzen, die Jesus, wo ihr just Bilder so gesagt und froh an diese Stelle. Merci.